schon gerade zu Max Hahn und zum Karl Hartmann gesagt, soll ich so, dass du waret? Ich auf jeden Fall schon erstens mal der Bachtränger Sektion, merci für den super flotte große Saal, für die Moien, die ganze Organisation geholt sind und auch schon direkt als Equipe, die den flotte Film dort zusammen gesetzt hat. Liebe Freunde, liebe Members, so ein strubbelvolle Salze gesehen, das mich freut. Es geht einfach gut, nur 2 Jahre Nationalkongresse, wo ihn an der Intimität von einem eidlen Saal, okay, ich war am Korin, am Xavier da, aber trotzdem, wir waren ziemlich lang, dass in Lorem für einen Saal von unseren Members, von ihr alle Guten, kann ich stehen. Wie so oft in Krisensituationen hatten wir die letzten 2 Jahre 2 Möglichkeiten. Stößt in den Kopf an den Sand, oder aber, probiert den neuen Weg zu gehen. Und so wie dir das von uns kennt, und wie das auch von uns konnte werden, haben wir natürlich den Weg von der Innovation gesicht. Und wir sind dem zusammen mit ihr gegangen. Wir, Demokratische Partei, wir waren die erste Partei am Land, die einen komplett Digitalkongress auf Bein gestellt hat und noch mal der Volksreich konnte aufschließen. Und wir profitieren nach heute von dem, was wir für rund 2 Jahre gelehrt haben. Ein Beispiel. Allein wenn die Region Stimmzetteln und das ewig auszählen, ob der Kongress daran erinnert. Die einen haben das natürlich gerne gemacht, mit Jahren müssen werden. Und da guckt er, wie flott, wie einfach, wie sehr haut die Digitallesung beim Online-Voting aus. Da kann ich sagen, wir haben nicht just einen Schritt nach vorne gemacht, ich meine, wir haben Jalons für die Zukunft gesagt. Überhaupt hatten wir als CAP ganz oft bei Nähe gestreckt, für ein Ziel zu erreichen. Wie können wir als Partei DP modernisieren? Wie können wir die Parteiarbeit, als Positionen, als Politik mehr schnell, mehr informativ und ihr und Members von der DP vermitteln? Herauskommen, und da bin ich wirklich immens froh, als eine gute Mischung zwischen klassischer Information und probieren, aber an einem innovativen Look, so just als ein neues Magazin, so neu ist es nicht mehr, mit den Kriten nach regelmäßig, an die Menge bestimmte werden wir noch ganz neu, wir sind immer erfrischend. Und ich denke, auf der anderen Seite, aber auch ganz um die Konzepte, die wir ausgeschafft haben, sowie Meet and Greets, online, auch die Live-Q&As mit unseren Mandatären, Kaffeespausen, wo es gelungen ist, Positionen, die mir geholfen haben, immer einfach zu erklären, kurz zu erklären, und so als Politik und sich als erster Hand und ihr konnten vermitteln. Ich denke aber auch an Sektionen, die immens viel an den Online die letzten 2 Jahre müssen investieren. Mir hat sich gelohnt. Und das möchte die Demokratische Partei aus. Das alles war nicht immens einfach umzusetzen. Ich meine, die gibt mir recht, es hat sich gelohnt, dass wir das gemacht haben. Und wir werden noch in nächster Zeit nach viel von dieser Evolution können profitieren. Die Demokratische Partei ist auf jeden Fall fit für die Zukunft. Gremien und Strukturen sind gut aufgestellt und wir können uns voll und ganz auf Politikgestaltung konzentrieren. Ob die Antworten gehen, ob die Herausforderungen, denen wir alltag ausgesetzt sind. Ich muss euch trotzdem noch einmal sagen, trotz allen Online-Formaten, es gibt nichts Besseres, wie heute zu Bachtring in diesem Fall, nicht hier in einem struppevollen Saal können zu stehen. Die Stimmung, die Atmosphäre, die ist einfach durch nichts zu ersetzen. Den direkten Kontakt, den wir schon über eine Stunde bei uns zusammen hatten, das hat gefehlt. Lo hummeren, aber wie gesagt, es ist durch nichts zu ersetzen. Wir sind froh, wir, das ganze Büro exekutiv, den Corinne, den Max, den Marc, den Lex, Carol, geschwind, Gilles, alle Guten, die Fern, die ich gesehen habe, wenn ihr ihn abzieht, vergessen ihr immer zu sagen, das mal leid, sie sind der Wahl gemengt. Wir sind froh, dass ihr hier seid, und ihr könnt begrüßen, als Members, als Sektionen aus den Bezirken, als Mandatären, als Jungdemokraten, will ich auf keinen Fall vergessen, sind da ganz viel hier, als Regierungsmembers, und dann natürlich für Rob, mein Premier, Xavier Bettel. Liebe alle Gute, also Kongress hat das ein ganz besonderer Kongress. Einerseits stimmen wir für einen Superwahljahr mit Gemengen und mit Chamberswahlen. Und andererseits wählen wir heute einen neuen Präsidenten und spitzt mit einer Equipe, die die Verantwortung für die Geschäfte von der DP für die nächsten Jahre werden drohen. Ein paar Worte zu den Wahlen 2023. Die Demokratische Partei hat über die letzten Wochen Präparationen für die Échéance von den Gemengewahlen konkret lanciert.
2 Workshoppen haben wir schon mal zu summen, mit unseren Membern aufgehalten, für Ideen abzufangen, für sie zu verschaffen, sie auszubauen und ihr ja noch zur Verfügung zu stellen. Wir haben am Future Lab ein Projekt, das wir lanciert haben, wo das Know-how, den an der Partei ist, für das die gedeelt gehen. Das haben wir konkret mit unseren Mandatären und mit unseren Membern zusammen umgesetzt und jeder Verein kann davon profitieren. Es gilt lo, die nächste Monat DW weiterzugehen. Die Sektionen, das wisst ihr, kriegen eine breite Unterstützung im Jahr 2022. 22, am Vierwahljahr, weil das ganz wichtig war. Weil es gilt lo, für die Listen zu präparieren, für die Inhalte zu präparieren. Und wir haben die Aufgabe daran gesehen, ihr als Sektionen bestmöglich können zu unterstützen, für das wir auf unsere Listen Leute zusammenkriegen, die also erlauben, an möglichst viele Gemengen, nächstes Jahr nur die Gemengewahlen, Liberalpolitik an die Gemenge können umzusetzen. Nur beim Bürger, nur leisten können, ein konkret Engagement. Das sind wichtige Säulen, die ein Kandidat auf die Liste von der Demokratischen Partei muss mitbringen. Es gibt kaum eine Partei, die den Begriff Freiheit so tief verankert an der Partei DNA hat wie die Demokratische Partei. Für was so eine Stadt gerade haut? Weil Freiheit am freien Sommer 2022, also haut, eine ganz andere Aufmerksamkeit, ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Wichtigkeit hat, wie die letzten Jahre oder Jahrzehnte der Fall war. Das haut leider den ersten Kongress unter langem, wo wir diesen Krieg in Europa haben. Die grausamen Bilder von Mariupol, Butscha, am Donbass, rund um Kiew, die machen ihn zutiefst verdrüsslich, traurig, rosen. Wir hatten alle gehofft, wir hätten so Kriege definitiv hinter uns. Dass Menschen in Europa in einem Krieg sterben, dass sie für ihre Bomben erlebt fortlaufen. Das hat ihn nicht für möglich gehalten. Besonders als die junge Generation, wir sind an einem anderen Europa aufgewachsen. An einem Europa, wo der Respekt für die Menschenrechte, gelebt in Demokratie, Kooperation und Rechtsstaatlichkeit für Frieden gesucht haben. Als Land haben wir von Anfang an solidarisch mit dem ukrainischen Volk als gewiesen und als klar auf hier Seite gestanden. Die Regierung hat die Ukraine auf den unterschiedlichsten Niveaus unterstützt. Sie hat das bei der humanitären Hilfe, beim militärischen Support, beim Accueil von Flüchtlingen oder auch bei den Sanktionen gegen Russland. Tausende Leute, die schon nicht leben lassen. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Ukrainer erleben unvorstellbares Leid. Dieser Krieg macht uns dafür bewusst, wie fragil Frieden und Freiheit sind. Besonders an diesen unsicheren Zeiten. Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Das muss uns als Demokraten interpellieren. Das muss uns alarmieren. Wir meinen, die Ukrainer geben mehr wie 100 Tage just für ihr Land kämpfen, den irrt sich. Sie verteidigen auch uns Werte, die der Putin mit Face trippelt. Das dürfen wir nicht zulassen. Werte wie Freiheit, Frieden, Toleranz, Unabhängigkeit sind Grundpfeiler, auf denen unsere Gesellschaft an uns Zusammenleben fußt. Wir Demokraten werden das Werte verteidigen. Für sie antreten, sie hochhalten und das Tag für Tag, hier in Europa und noch so überall auf der Welt. Ganz anderes Sujet. Ich habe hier gesagt, es wäre vielerlei Hinsicht ein besonderer Kongress hat. Weil das auch der letzte Kongress von Corinne als Parteipräsidentin. Lebt Corinne als dein Nachgeneralsekretär, weil ich auf dieser Platz dir einfach merci sage. Du hast mich 2017 gefragt, ob ich die Tasche will überholen. An dir, Leif Membren, hat mich du noch 2018 bestätigt. Und es hat mir kein Tag leid, keine Sekunde leid, dass ich ja gesagt habe. Merci für die immens Leif und kollegiale Zusammenarbeit die letzten Jahre. Merci für deinen exemplarischen Einsatz, dein Engagement für unsere Partei. Besonders deine Energie, die du kannst aufbringen für Projekte oder Überzeugungen zu kämpfen, das ist etwas, das ich all die Jahre einfach schon bewundert. Und ich werde doch weitermachen. Aber wie du es fertig gebracht hast, eigentlich überall an der Partei und heinz du zeitgleich können zu sehen, dass mir heute noch rätselt, wie es das gemacht hat, das möchte Kinder sich schnell noch. Du kannst auf jeden Fall hilfreich auf dich sein. Von mir alle persönlich, auch von uns alle Guten, einfach eine riesengroße Merci.
sind überzeugt, dass es nicht sind überzeugt, dass ich noch ein bisschen Energie muss abspielen, weil schon irgendwie gefehlt, wenn nicht die letzte Merci haut für die Corinne. Und wer dann auch, wenn wir bei Merci sind, Menge letzte Rede als Generalsekretär sind, dafür profitieren ich aber auch noch für ein paar andere Merci lassen. Besonders an die Equipe von meinem Sekretariat und Jolande und den Jay, die sind einfach genial und ich kann mich immer, ich und all die anderen Büroexekutiv, zu 110% auf das, was da gesagt wird, verlassen. Wolfgang schläft all diese Leute, die mit dir zusammen am Sekretariat schaffen, die merci mit. Merci auch den Membern, denen es im Komiteedirektor, der Bezirker, der Sektionen, der FCCD, der Jungdemokraten. Es war einfach immens intensiv, aber auch produktiv, um mit zusammen geguckt, die Liberalpolitik konkret zu debattieren und umzusetzen. Aber menschlich habe ich viele neue Erfahrungen konnte machen, dank ihr. Ich habe es nie als selbstverständlich empfunden oder angesehen, Generalsekretär von dieser Partei zu sein. Das ist eine Aufgabe, für die ich großen Respekt habe. Es war mir wichtig, mein Teil dazu beizutragen, als Partei zu stärken und zusammenzubringen. Das war und ist für mich eine Herzensangelegenheit. Dafür wünsche ich meiner Nachfolgerin, auch Banknopisch an der Chambre, sofern wir da gewählt gehen, Herr No, lebt Carol, bonne Chance an deiner neuen Funktion. Ich bin überzeugt, dass du das richtig passt, für das wunderbar können zu machen. Nach 2 Informationen, die ich das, die hat ihr vielleicht gefragt, die hat ihr schon aufgestimmt für den Komiteedirektor, aber wie wählen wir den Büroexekutiv? Den Büroexekutiv wählen wir auch online, aber die Wahlen gehen recht ab, nodariert, oder während und nodariert vom Lex Dallas, so der Tisch von der Probeia, der Moment geht es noch nicht, dafür geduldig ist noch ein bisschen, es könnt. Liebe Freunde, wir kommen dann zu der 4 Bezirkspräsidenten Dalia Scholl aus dem Süden, den neuen Ostpräsident Ben Ries, den neuen Zentrumspräsident Max Stoffel und den Erik Thiel aus dem Bezirk Nord. Leifren, den Kontakt an den Drot zu den Leuten, darüber können an der Politik gehen. Es muss sehen, ob Menschen durchgehen an den Auer. Für hier Sorgen hun. Nëmmen dann kann ich wissen, wo de Schung trägt. Das gilt besonders am regionalen wie auch lokalen Niveau. Die letzten 2 Jahre ist der Pandemie bedingt leider ein bisschen zu kurz gekommen. Da tun mehr no an bei den Bezirkskongressen hat den überall die Lust gespürt, für endlich nächst auf den Terabyte Leute zu gehen. Das dat, wat DP-Politik ausmëcht. Eg Politik vum Madeneen, eng Politik vum Zesummesinn, an eng Politik vum Nolauusren. Bezirker, Sektionen an als Memberen si brett fir Themen op ze strëppen an die kommende Aufgaben unzugoen. An dat an alle Regionen vum Land. Dabei ass dat lokalt dacks Trump. DP unterstützt die Lokalproduktion, den lokalen Handel, die Lokalbetrieber, und das schafft Arbeitsplätze, belebt als Regionen und könnt auch unsere Umwelt so gut. Den lokale Gedanken geht aber nach nie weit. Die Work-Life-Balance an den Faktor Zeit sind weiterhin Prioritäten für uns. Und mit der Abfeierung vom Pappekongé für Indépendants erlauben wir es auch den freischaffenden Leuten nach mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Mehr Zeit mit der Familie an dat hier am Land. Lützeburg hat viel zu bieten, sowohl für Touristen aus dem Ausland, wie ganz klar auch für Vakanz hier daheim zu machen. Der Tourismusminister Lex Dallas schafft unermittelt rund für diesen Sektor weiter zu stärken, auch regionale Niveau, um wir an dem sind viele Ideen für die Leute, die Schönheit von unseren vielen Bezirken mehr nutzubringen. Auch Gesundheitsversorgung wollen wir mehr bei den Leuten bringen. Für die DP braucht Lützeburg generell eng besser Gesundheitsoffer, die neben den Spidälern auch kleine Ambulanzstrukturen über das Land erlaubt. Den Ausbau vom extra Hospitalier als ein Mentoring vom Patienten. Mehr kurze Wartezeiten und eine bessere Accessibilität zu den Soins müssen möglich sein.
Der lewerle Guten. Oni die unermittlech Erbecht vun Jech alle Gue, vun all denen viele Freiwilligen, wäre mir net so eng formidabel an dynamisch Ekipp. De Benevolat mecht SDP so einzigartig. An dafür will ich mich méi fir de Benevolat an eiser Gesellschaft ersetzen. De Benevolat as Ziel vun eisem Vereinsleben, an ass eng wichtig Seil vun eiser Gemeinschaft. Nimme gemeinsam sie mehr stark. Es sind davon überzeugt, dass mit dem Ehrenamt auch ein Ehrenplatz an unserer Gesellschaft muss gehen. An das Engagement gilt natürlich auch für die Arbeit an die politischen Parteien. Dafür werde ich mich zusammen mit euch und noch über die Bezirke heraus stark machen. Leiflofren als DP Norde wird man in den nächsten Wochen am Mainz weiterhin zusammen als dynamische Equipe um Terrain aktiv sein, für die Leute not zu lauschen, hier Ideen echt zu holen, an ihre Probleme auch noch machen, Rechnung zu drohen. Besonders wichtig, also da auch weiterhin als Sektionen zu stärken, ihnen in der Term zu greifen, als sie bestmöglich für das Wahlen nächstes Jahr aufzustellen. Ich für mein Teil ist nicht motiviert für diesen Challenge mit meiner dynamischer motivierte Equipe mit euch alle Guten zusammen umzugehen, für DP Norden fit zu machen für 2023 und zusammen mit euch als Equipe Wahlen zu gewinnen. Ich will noch jeder eng Merci sagen für den immensen Rückhalt, den ich im Regionalkongress gekriegt habe. Ich weiß das zu schätzen, ich stehe in den Posten mit einer gesunden Portion Respekt und Motivation gegenüber. An den nächsten Monat wird es darum gehen, eure Sektionen weiter zu stärken und dort zu helfen, wo es nötig ist. Das besonders im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen. Ich gehe nicht auf die großen Evenementen an der Region Rendezvous. Wir gehen zusammen als Equipe offenen. Weil das war das Schlüsselelement vom Succès bei den letzten Gemengen an Nationalwahlen. Und das wird auch nächstes Jahr euch stärkt. Was ein Zentrum belangt, ist mir immens wichtig, dass wir uns alle bewusst sind, was nächstes Jahr im Spiel steht. 2023 sind nicht nur Gemengewahlen, sondern auch Chamberwahlen. Und an dem Sinn müssen wir besonders von der Lo an weiterhin Politik von unserer Partei den Leuten erklären, verbreden, aber auch mal verteidigen. Das geschieht am besten an unseren Sektionen, wo wir nach mehr bei unseren Bürgern sind. Dafür müssen wir all unsere Energie zusammenraffen, nicht nur für die Leute für uns zu gewinnen, aber natürlich auch für gut und starke Leute zu motivieren, für auf unsere Listen dabei zu sein. Auch so können wir weiter Wähler für uns gewinnen. Wenn wir als Equipe auftreten und gut auf unser Ziel durchschaffen, als wir für das nächste Jahr gar nicht bang. Zum Schluss will ich aber nach dem Corinne Merci sagen für die formidable 7 Jahre, die schönste Partei gelegt hat und dahin erbracht hat, wo sie heute steht. Natürlich vergisst ich nicht das ganze Team, das an den steht. An der neuen Equipe wünsche ich nicht mehr das Beste und viel Energie, weil es könnt viel, aber flott Arbeit zu tun. Ich sage nicht Merci. Leifblo Freundinnen, wow, das ist wirklich ein super Gefühl, Rebecca Jöbe zu stehen und ein super Gefühl, bei dir alle Guten zusammen zu sehen. Ein Kongress ist immer speziell, haut das eigentlich ganz, ganz besonders. Schon die Spannung vermisst, die in aber spielt, für einem Kongress, schon den direkten Kontakt bei dir vermisst. Ich möchte zu so den Austausch tanzen gehen, ein bisschen zu schließen bei dir und natürlich auch durch noch gemütliche Part. Und dich zu holen, nur 2 Jahre Pandemie, also endlich so weit, und wir können live zusammenkommen. Ich werde dich an der nächsten knappen halben Stunde einen Überblick geben über das, was der Deputiert an der Chamber geschafft hat und über all die Projekte, die natürlich schon nach 4 Monaten liegen. Das war natürlich ein Witz, weil die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich immer gerne kurz und knapp schwätze. Und das wäre doch das keine Fall sein. Ich gesehen das größte Zustimmung am Saal. Tipptopp.
Von der Rentrée am September bis 2 Jahre stehen natürlich besonders Pandemie noch immer am Mittelpunkt von unserem politischen Geschäft. Wie auch die letzten Wochen stehen Gesundheitsversorgung hier am Land mehr wie ein Jahr am Mittelpunkt. Ich denke nur daran, dass die Maternität Zwettelbreck wochenlang ein bisschen zugemacht gehen. Ich denke auch an die langwierige, schwierige Diskussionen rund um den IRM und Potaschspiel. Und ich denke nun die einfach noch immer langen Wartezeiten bei allmählichen Untersuchungen, Wartezeiten, die dem Patient ganz oft viel zu viel lang vorkommen. Wir brauchen einen modernen, ein performantes Gesundheitssystem hier am Land, den dem Wohl vom Patient verpflichtet ist. Und wir haben an der Chambre dazu als Ideen auf den Tisch gelegt. Und wir sind der Meinung, dass Ideologie lang einen Moment an dem Notendossier sicher nicht mehr weiterbringt. Nom Krieg gegen den Virus kommt der Krieg an der Ukraine. Nur das wir gemerkt hatten, wir könnten die Sanitärkrise handelslos und wir hätten es auf manst gut am Griff, hat Russland fällt durch den Angriff auf die Ukraine an eine weiter Dave-Krise gestürzt, die wir in Europa seit Jahrzehnten nicht mehr kannten. Und noch zu Lützeburg kriegen wir die Krise zu spüren, besonders die mehr Schmulschelleren sind von der Preissteuerrecht am meisten betroffen. Für den Kaufkraftverlust von der Leute abzufangen, hat die Regierung in kurzer Zeit ein Package mit den Sozialpartnern ausgehandelt, das er verdient. An Solidarität als Leitmotiv von diesem Tripartite-Akkord, den die Regierung, Patronat und die Majorität von den Gewerkschaften unterschrieben. Hier geht kein sich selber los, nicht Bürger, nicht die Schwächsten der Gesellschaft, die als Hölle am meisten brauchen, und noch nicht als Betrieber, ohne die wir auch nicht durch diese Krise hätte kommen. Aber scheinbar geht es los, diesen Akkord umzusetzen. Die letzte Woche haben wir an der Spezialkommission intensiv im Text geschafft. Experten gelauscht, da wir studiert, für dass die konkreten Mesuren noch mal Zeit können, in Kraft treten, an die Leute spürbar etwas bringen. Und ich kann nicht die gute Nachricht geben, dass wir am Mittwoch werden den Text stimmen. Und an dem Text gehen 530 Millionen Euro als Kreditdepot ausbezahlt. Der Tisch, die gehen Cash an Tasch und Leute, die jetzt wirklich im Moment am meisten brauchen. Cash an Tasch heißt natürlich, dass die Suen steuerfrei sind. Das ist aber nicht so, wie wenn der Covid oder der Krieg uns die ganze Zeit nimmer beschäftigt hätte. Ich gebe mal so, dass wir am laufenden Band Texter auch an der Chambre gestimmt haben, für die Leute leben, heute zu Lützeburg mehr einfach zu machen, für mehr Nachhaltigkeit, mehr Naturschutz, für mehr Sozialgerechtigkeit und aber auch für die Stärkung von unseren Betrieben. Während andere Parteien schon ganz heftig am Wahlkampf sind, die gehen sich ein neues farbisches Logo, mengen wäre dann eine neue Partei. Die anderen gehen nicht fertig zu sagen, dass sie unbedingt fehlte bei den nächsten Wahlen stärkste Partei gehen. Kann ich euch sagen, Kolleginnen und Kollegen aus der DP-Fraktion, die machen hier Arbeit, konzentriert, diszipliniert. Und wir machen das, wofür dass wir gewählt werden, nämlich wir schaffen weiterhin zum Wohl vom Land auf unsere Gebirge. Von den ganz großen Dossiers ist natürlich die Verfassungsreform und der Zimmer unermittlich geschafft wird, für sie am Brüchen sicher zu bringen. Es war wirklich ein extrem knifflig Arbeit, juristisch und politisch kompliziert. Wir sind aber mengenlich auf der Lehrstelle dort für das Toten fertig zu machen. Ich denke auch an den gratis Musikunterricht, das neue Accessibilitätsgesetz, Covid-Aiden, Klimasubsidien, gratis Kinderbetreuung an der Schulwoche, für just das zu nennen. Ich denke auch an eine ganze Reihe Debatten, die wir auch gefragt haben. Da war zum Beispiel der Debat vom Kollegen Gusti Gras über Trinkwasserversorgung, der André Bauer sein Debat kürzlich über das Patrimoine immaterial und geworden Debat über den Weinbau. Andere Debatten stehen auch, wie zum Beispiel dem Carol sein, über den Statut vom Indépendant, aber auch dem Guy sein über die digitale Inklusion. Da war nicht genug. 400 Sommervakanz werden wir einen großen Steuerdebat feiern an der Chambre, wo wir werden Gelegenheit tun, für uns Visionen
von einer gerechter Gesellschaft an einer fairer Besteuerung durchzunehmen. Ich will den Kongress nicht unnötig abhalten mit weiteren Abzählungen. Ich bin sicher, dass ich sowieso eine ganz Partie von der Sache vergessen. Ich gebe aber gerne ein paar Merci sagen. Ich könnte mir wirklich kein besser, kein mehr flott Equipe vorstellen, wie die Equipe von der DP-Fraktion mit den 11 Kolleginnen und Kollegen. Merci für die gute Zusammenarbeit, ganz besonders merci für die Kollegialität, die also aber schon über all die Jahre auszeichnet. Und merci für die vielen flotten Momente, die wir zusammen verbringen, wenn wir mal keine Politik machen. Ich will aber auch merci sagen, all Einzelnen von unserem Mitarbeiter. Ich zähle noch keinen ab. All Einzelnen von unserem Mitarbeiter, die sind einfach alle Guten fantastisch und die droht einfach ihren Teil dazu bei, dass die Fraktion so gut schaffen kann, wie sie es möchte. Ganz zum Schluss will ich natürlich nicht vergessen, auch dem Corinne Merci zu sagen für alles, was du die 7 Jahre als Parteipräsidentin gelegt hast. Du warst immens viel. Du baust den AW, du warst super präsent, immer um Deal, immer an der Leute. Und ich kann mich an keine Fraktionssitzung erinnern, Corinne, wo du gefehlt hast. Du hast als ständig Laufende gehalten, du hast eisen Input mit Kollegen an der Regierung geholt und du hast auch in all Diskussionen Deal geholt. Dafür an Namen von der ganzen Fraktion dir ein ganz, ganz großes Merci für den Einsatz über die 7 Jahre. Voilà, wenn ich schon das Mikro habe, dann gebe ich gerne davon profitieren, für meine Mama einen ganz schönen Mammentag zu wünschen. Gerade so wie alle Mammen, die hier Banne sind, und alle guten Mammen dabei sind, die vielleicht am Livestream noch gucken. Merci für die Unterstützung. Leifren, e Joer fir hun de Gemengewahlen leiit mir haut besonnech Herz iwwer gené déi Wahlen ze schwätzen. Fir een optimalt Resultat an de Gemengewahlen brauche mir guten, de lokalen Herausforderungen, ugepasste Wahlprogramm. Wir brauchen natierlech stark an engagéiert Kandidatinnen a Kandidaten, an natierlech stark Leiit, déi eis all am Hannergrund ënnerstützen. Also eis Parteibasis. Am Resümé, jeder von uns ist gefordert, jederem sein Ersatz ist wichtig, weil nimmen zusammen können wir die große Herausforderung meistern. Die letzten Monate und Jahre haben bewiesen, wie umso wichtig eine gute, eine proaktive, reaktive Gestion der Gemeinden ist. Die immens wichtige Rolle der lokalen und regionalen Responsablen für Lösungen und Antworten auf die vielen Herausforderungen von heute zu finden, sieht das am Logement, an der Mobilität oder an den Umweltfragen, gouf auch an der Freijahrsession vom Kongress vom Conseil de l'Europe nes ganz klar in der Strach an auf 4 gehoben. Das ist auch ein Leitfaden an der Arbeit von dem Gremium, an das ich als Vizepräsidentin gewählt gouf, worauf ich übrigens immens hilfreich bin. Auf dieser Platz darf natürlich nicht der Merci fehlen. Merci an alle Members aus dem Komitee, an den Jolande, den Patrick, an den Jay aus der Partei. Merci für die flott a konstruktiv Zusammenarbeit. Merci für Ihren Einsatz für die FCCD. Wir haben an unseren Reunionen viele verschiedene Themen geschwärzt. Wir haben Probleme abgelöscht, eine Lösungsvorschläge für sich auszuschaffen. So gouf zum Beispiel immer nächst auf 4 gehoben, dass die Gemeinden unbedingt müssen auf mehr einem sicheren und transparenten Weg Genehmigungen für Bauprojekte kreieren. Hier können sich am Zeitalter von der Digitalisation eine Plattform unik vorstellen, wo ein Projekt herangereicht wird und dann an aller Transparenz an einem vorgeschriebenen Zeitraum von den verschiedenen zuständigen Ministerien bearbeitet wird. Das wird eine immense Erleichterung für die Gemeinde responsabel, was die Übersicht an den administrativen Aufwand angeht. Auch ist es dann eisenahn wichtig, dass wirklich alle Gesetzesprojekte, denen Impact hat auf die Gemeinden, an ihre Funktionament, am Vielfalt muss können von dem Syndikat, das alle als Gemeinde vertritt, avisiert gehen. Die Damen und die Herren, liebe Freunde, Lützeburg hat eine lange Tradition von liberalen Gemeindepolitikern.
die genau die wichtig Rolle wissen, die HLO auf 4 gehoben gouf, an die auch an dem Sinn handeln, als sich für die lokale Interesse von ihren Mitbürger ersetzen. DP an der Gemenge steht für eine innovativ a Bürgernopolitik, für Offenheit, Toleranz, Inklusion und Partizipation. Lost als die Tradition weiterfeiern. Lost als all Summe schaffen, für das nom 11. Juni 2023 zu den Gemengen, die haut schon eng blo Handschrift tun, dann nach ein ganz Reihe dabei kommen werden. Ich so nicht merci. Voilà, merci. Bon, halt der Stadt nach für moderiert, aber wenn da noch nach gut ist, dann könnt ihr das gerne einmal wiederholen. Merci. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht mehr spät wie die letzte Woche, wo der Kollege von Ölve mal erzählt, dass Tieren als eine Familie, allen, also, pardon, hier als eine Freundin, allen zwei Akademiker, sich ein Grundstück an der Gegend von St. Vith kaufen. Sie sind ein Koppel wie viele andere, die sich wie Eltern ein Leben an einem E-Familienhaus mit Gerd vorstellen. Ein Drama, die leider für immer Männer Junker als Lützeburg umsetzbar ist. Und das weisen noch die Fakten vom Lützeburger Wohnungsmarché. 1 Million Euro. Das ist ein affichierter Durchschnittspreis für ein Appartement an der Stadt Lützeburg im Jahr 2020. Dafür kriegt ihr gerade mal ein Appartement von 85 Meter Carré. Für eine Familie mit einem Kind geht es schon ganz eng. Diesen Durchschnittspreis ist von vielen Indikatoren, die verdeutlichen, wie seriös die Situation im Lützeburgischen Wohnungsmarché sich in den letzten Jahren zugespitzt hat. Allein zwischen 2010 und 2019 sind Preise 60% an die Luft gegangen. Während dem Zeitraum sind noch soziale Ungleichheiten geklommen. Ungleichheiten, die immer Männer von den hohen Sozialtransferen abgefangen gehen. Eine Situation, an der enorm viele Junker sich vorstellen, wie sie heute zu Lützeburg nach Fuß fassen sollen. Natürlich schützen die aktuellen Preishossen bei den Baukosten Preiserstärkung. Allerdings, als von den Hauptgründen für die extremen Preishoss über die letzten Jahre geguckt, die enorme Diskrepanz zwischen der Offer und der Demande. Der Stadtwerk schätzt eine Demande von 6.000 bis 8.000 Wohnungen pro Jahr. Gebaut gehen allerdings nicht mehr ca. 3.500. Ein weiterer Grund für die Preishossen als die niedrige Zinspolitik von der Europäischen Zentralbank aus den vergangenen Jahren. Währenddem die letzten Jahre praktisch keine Zinsen mehr auf der Bank auf, als Bauland eine attraktive Anlage für Investisseure ging. Rund 90% von dem Bauland leider privater Hand, a viel zu häufig just aus spekulative Gründen und nicht mit der imminenten Intention, darauf zu bauen. Für eine weitere Degradation vom Lützeburgischen Wohlstandsmodell entgegenzuwirken, haben wir Jungdemokraten 2020 die JTL-Arbeitsgruppe Logement gegründet. Diese Arbeitsgruppe hat sich der Problematik angeholt und Antworten auf die sich zuspitzende Situation im Wohnungsmarkt geliefert. Darauf hin haben wir letztes Jahr ein Krisenpaket mit Forderungen und die Regierung publiziert. Weil die Situation sich dieses Jahr noch ein Jahr mehr stark zugespitzt hat, machen ich auf dieser Platz einen weiteren Aufruf an die Regierung, dass es nach 4 Ende von dieser Legislaturperiode, wie das auch vom Premier an der Rede zur Lage der Nation angekündigt wurde, eine nationale Grundsteuer respektive eine Spekulationssteuer auf Eidelstein Bauland gibt. Xavier, ich wollte noch sagen, dass die Jungdemokraten an der dort froh geschlossen stehen. Es kann nämlich nicht sein, dass Matzen an einer Logementskrise Bauland Eidelstohe gelost wird, just für dass die paar Happy Few sich in dieser Krise bereichern, während Familien keine bezahlbare Wohnungen finden. Die Steuer soll doch nicht just symbolisch sein, aber progressiv bis auf mindestens 10% von der Wolle vom Bauland uklammen. Das für sicherzustellen, dass Spekulation an Zukunft sich nicht mehr rentiert. Was wir auch seit ein paar Jahren wissen, ist dass nicht Terrain sind, die Eltern oder die Großeltern für ihr Nachkommen halten, die das Problem vom eidelstehenden Bauland kreieren, mit sind die 2,7% von der Population, die 73% vom Bauland besitzen, die das Bauland zurückhalten.
Aus diesem Grund soll es bei der Grundsteuerreform ein Abattement von 10,8 pro Bauland pro Nokommen von dieser Steuer gehen. An dem Sinn sind wir dann noch der Meinung, dass es durchgeht, dass es bestehende Wohnungen gibt, die mutwillig von den Proprietären eilig gestohlen losgehen. Dafür fordern wir auch heute die Introduktion von einer nationalen Leerstandssteuer, begleitet von steuerlichen Incentiven für Proprietären, die ihr Loyer nicht, respektive nicht mehr gering, nur Revenu passen. Proprietären, die irresponsabel agieren, dürfen man nicht weiter gelehrt lassen, aber verständliche Proprietären sollen noch endlich dafür belohnt gehen. Ein weiterer Punkt ist die Aufforderung und die Regierung an das Parlament, das Logementskrise auch als solch anzuerkennen. Es kann nicht sein, dass es 2022 immer noch kein Logementsminister gibt, den seinen Namen verdient. Der aktuelle Logementsminister ist sehr wohl zuständig für die paar hundert Wohnungen und abordablem Logement, die gebaut gehen, hat allerdings keine Decisionsgewalt, wenn es um neue Wohngebiete, sogenannte PAP, geht. Eine Situation, die dazu gefordert hat, dass Prioritäten bei den neuen Wohngebieten an der Introduktion von neuen Genehmigungsprozeduren nicht und die Situation vom Wohnungsbaumarché angepasst werden. Aus diesem Grund fordern wir die Kreation von einem Superlogementsminister, den die 3 Ministerien Logement, Interieur und Umwelt inner sich wird, an den Moment eine übergeordnete Koordination überhält. Leifren, klar Wohnungsbaumarché war noch nie so urgent wie lo. Es geht nicht mehr wie die Dorfsicherung vom Lützeburger Modell für die nächsten Generationen. Und für das Koppeln wie die von Ölven, hier Familie an Zukunft zu Lützeburg gründen können, an die Chance von ihren Kindern nicht nur davon aufhängen, wie viel Bauland sie bewerten. Die Zeit drängt, es können keine weitere Exkuse geben, für die notwendigen Reformen umzusetzen. Ich sage nicht merci. Ich Parteifreunde in der Fremd. Ich will dann nächsten 2 Minuten ich alles so, was mir Herz leid. Das wäre natürlich Witz, weil wenn ich alles so, was mir Herz hätte, brauche ich mindestens 1 Stunde. 1991 muss gewesen sein, so zum Beispiel in einer Chambersitzung oben auf der Place Clairefontaine ein paar zu trinken. Und wir haben geschwärzt über eine ziemlich heftig politische Frucht, die wir an der Chamber hatten. Und das für Butikreetsgang an Bemol kom e jung Mädchen Velo op Platz gefu, dat Matkrit an den huet gesot an der DP gët ke Butik. ass dem gefu, dat werd Corinne Kahn. Dem was gedcht Corinne Kahn kenne ik ganz weit. An das auch weit kom an ich mein habt sort geleen, doch wann ich mich wiederholen, fir ze soen, dat man mat Stolz, mit Respekt und Dankbarkeit auf das zurückgucken, was Corinne an den 2 Monaten als Parteipräsidentin gemacht hat. Und wir begleiten doch mal diese beste Wünsche für das, was bedürft. Wer hat das verdient? Und Corinne bleibt mit oder ohne Präsident von der PD von dieser Partei. Den 24. Februar seht Madame Baerbock, und wir kennen Matthias Kursin, sind wir an einer anderen Welt erwischt. Das ist die Welt, an der für Einzelne eine Unterschrift in einem internationalen Vertrag nicht mitzählt. Das ist mir Putin egal. Das ist die Welt, an der seit hier 10 Millionen Leute auf der Flucht sind. Die einen sind außerhalb von der Ukraine, und die anderen sind an der Ukraine als internally displaced persons. NRW, das ist mir Putin wurscht. Wenn wir hoffen, dass wir sie können so weit unterstützen, dass sie an die Situation kommen, wo sie werden, nämlich dass sie konnten frei entscheiden, was und mit wem sie ihre Zukunft werden organisieren.
Wir sind aber allerdings auch stolz auf die Einheit, die die Europäische Union gewiesen hat vom 24. Februar. Wir wissen, wenn die dazu umgegangen ist, die Solidarität, und wir merken auch, dass sie am Gang ist zu brickeln. Wenn wir mal nach Budapest gucken, da haben wir einen Herr, den hat so ein weit geprägtes Demokratieverständnis, dass an den letzten Wahlen dem Oppositionsleader sagen und schreiben 5 Minuten auf den öffentlichen Medien zugestanden hat, wir können sein Programm durchzulegen. Da das an einem Land, dem seine Dirigenten 2004 unterschrieben haben, dass sie gegen sämtliche Pilier von der Demokratie verteidigen, dass sie nie mehr gegen einen Arbiträr zurückfallen, und dass wir hingegen helfen, mit dem Vertragswerk, was doch uns in der Schrift steht, nie mehr an die Traveren zurückfallen. Das ist nicht so, weil dem Herr Orban sind die Unterschriften, die in der Vertrag gesagt hat, auch egal. Mit kann Eis aber nicht egal sein, weil wir haben damals nicht nur akzeptiert, dass 10 Länder an der Europäischen Union beikommen sind, wir haben damals ein Versprechen gegeben, und Polen und Ungarn. Was haben wir ihnen versprochen? Wir haben ihnen versprochen, wir geben uns Regeln geben, die mich stärker sind wie wir selber. Aber wenn ich von unseren Schwierigkeiten käme, da geben wir aufgrund vom Vertrag denen helfen, dass sie die Schwierigkeiten an uns kriegen. Das Versprechen können wir heute nicht mehr halten. Wir können nicht mehr halten vis-à-vis von Polen, wo ein ganz großes Mass von Leuten nicht d'accord sind mit dem, was da geschieht, aber wir können doch nicht halten vis-à-vis von Ungarn, wo auch ein ganz großes Mass von Leuten gibt, die damit nicht d'accord sind. Wir müssen also überlegen, was wir etwas versprechen, ob wir das doch können halten. Das bringt mich zur zentralen Frage von dem, was ich heute wollte sagen. Die zentrale Frage ist die, was für Regeln müssen wir uns geben, dass wir das Versprechen können halten. Lass wir da wohl um Gottes Willen abhalten mit der verdammten Einstimmigkeit über dem allerletzten Erpresser an der Krom reden. Das muss definitiv rüber sein. Es steht keine einfache Decision für den Conseil européen. Aber wir unterstützen den Xavier Bettel, weil wir wissen, dass die letzte KW, die der Plan de Relance jetzt gegangen ist, dass er ganz stark auf die Anhalten von den fundamentalen Werten gesagt wird. Die Frage, die sich stellt, ist nicht nur, akzeptieren wir die Ukraine an der Europäischen Union. Die Frage, die sich stellt, ist die, was für eine Ukraine und was für eine Europäische Union. An die 2 Fragen, die müssen beantwortet gehen. Die Ukraine, die an die Europäische Union kennt, die muss schwören, dass sie alles möchte, für das es nicht mit dem Zutun von denen, die unterstützt sind, zu einer Drückung kommt. Und das Versprechen von der Europäischen Union muss das sein, dass wir alles machen, dass sollte es einmal so weit kommen, dass wir dann noch sanktionieren können. Und das Versprechen, ich hätte gedacht, dass wir das könnten halten. Und das gilt nicht nur für die Ukraine, das gilt auch für Länder, die am westlichen Balkan sind. Ich verstehe nicht, mit was für einer Vehemenz, dass wir da die Leute die Versprechen erneuern, die wir bislang nicht konnten erhalten. Es wäre nicht so ungefähr, dass man in diesem Wahlprogramm geschrieben hat, wir geben, dass da nicht einfach leicht von geschehen würde. Aber wir hatten es gegen alle Elagissement von der Europäischen Union ausgeschwert, solange wir das nicht machen können. Und ich hätte gerne, dass das Wort, was wir sagen, dass das gelebt wird. Und ich hätte auch gerne, dass die Europäische Union weiß und noch dementsprechend handelt, dass wir noch 2024, wenn wir amerikanische Wahlen sind, dass wir dann nicht riskieren, ganz lang durchzustehen und dass wir das Wort gehen, dass wir bis dahin alles gemäht haben, wir auch können weiter zu existieren und es selber zu verteidigen, auch wenn auf der anderen Seite vom Pool steht,
den er stark genug gesot huet, dat mir him ziemlich egal sinn. Also nach enke aufschließend mir sinn ganz leng, mir wann man schon ganz leng sind, wenn dat packen, da muss man zumindest ze summe sto an déi Regel gin, die man brauchen, fir dat ganz klappt. Dat sie immer eisschëllech, dat sie immer all dee schëllech, die haute Moien hier Mammen an ihr Frauen am Stach gelossen, wir können da hin kommen an Apps so wo man dëffen geht kann App so fenken. Yes. Schönen gute Morgen von meiner Seite. Nur so eng exzellente Rede vom Charles für all Jahr. Es ist natürlich schwer, für auf die Flottmatte von den Zuelen zu kommen. Weil ich am Charles immer aufmachen, dass Moyen von der Zeit gut ist von uns zwei, für das wir den Horaire anhalten. Und ich habe auch, wie die Jahre für immer versprochen, dass ich nicht viel Zuelen werde mitteilen. Sie sind alle richtig, sie sind kontrolliert, mich gehen die Hauptzuelen sonst lo mitteilen. Wir haben das letzte Jahr aufgeschlossen mit einem Resultat von 575.199 €. Das ist ungefähr so viel wie das Jahr für drun. Wir haben lo Mitteln ab 31. Dezember, wo das von 1.102.990. Auf der Bank hatten wir 1.887.477. Lo sind da schon über 2 Millionen Membern und 67.883 € das letzte Jahr bezahlt. Ein grosses Merci für Sie. Das ist aber 20.000 € Männer, wie das Jahr für drun. Sie sind wir selber schuld. Wir hatten den Rappel vergessen vor der Pandemie. Und mir ist das doch geschieht, weil wie ich wollte wählen für den Komiteedirektor sind ich nicht so losgehen. Sie haben das aber ich gesagt, wie ich den Bilan schon gemacht habe. Also, für die so wie ich auch vergessen haben, letztes Jahr, die könnt auch noch nur bezahlen. Wir brauchen viel Suen an wir haben Kontributionen von den Mandatären gekriegt. Das sind 174.633 €. Das sind als Deputierten, das Members aus der Regierung, das ist der Staatsrat, das ist Europadeputierten. Und wir haben auch Finanzierung vom Staat von über 500.000 €. Das ist Jahr mein letztes Jahr als Tresorier, wie ich angefangen habe 2013. Da hatten wir knapp 1 Million. Lo sind wir bei über 2 Millionen. Und ich weiß, dass Wahlen kommen und verschwanden sie immer. Und ich gedacht, das ist besser. Ich halte lo mal ab. Ich gebe auch dem neuen Tresorier oder Tresorier 2 Ratschläge mitgeben. Aufpassen, was der neue Präsident will ausgehen. Auch wenn viele Suchen da sind, sie kein Suchen da für ein neues Logo. Gibt es direkt nicht so. Ne? An nächstes Jahr sind nicht nur Chamberwahlen, sondern auch Gemengewahlen. Dann haben sie ganz viele, die hier Gemenge gern haben, so wie ich meinen Staat gern haben. Also gibt es einen Tresorier, die auch extrem viele Reserven für die Gemengewahlen bereitzustellen. Ich meine nicht für ihn Habannen, wer darüber froh. So nicht. Merci, Agif, dem Kassenrevisor. Wort gehen, wann ich komme auf nur ein Jahr zurück. Ne? Und ich weiß nicht, wen, wir haben letzten Donnerstag sind Konten kontrolliert gehen, aber mehr am Detail, da konnten sie alles, wir verstoppen nicht, das ist alles transparent. Und, du hast ihn, ja. Präsentiert huet averstane sinn an der Gefen dem Kongress dann dementsprechend auch vivement rekommandieren des rapport zu validieren. Zum Schluss dann noch an Eisenum dem Patrick ganz große Merci für die gute Kollaboration sowie auch der ganze Equipe am Laufe von den letzten Jahren. Sonst merci.
Merci dem Louis. Wir haben zwei Kassenrevisoren, der das der Ferner Bartmes, den an den Louis Oliveira. Der Ferner hat auch gesagt, wenn ich abhalte, gehe ich noch abhalten. Das haben wir mitgedeelt, dass an seiner Pension mit Zeit für eine Sache will hun an tut Mensch einen neuen Kassenrevisor sich gemeldet, dass den Claude Schinschen war kein anderer mehr sich gibt melden, gebe ich proposieren, dass den Claude Schinschen an den Louis Oliveira das geben überholen. Sie da dummer da verstehen. Und da wollte ich von der profitieren noch für dem Jay und dem Jolland eine große Merci zu sagen an all denen am Sekretariat, die mir geholfen haben, selbstverständlich unter dem ersten Präsidenten Xavier Böttel, wo ich Tresorier gesehen, an dem Corinne Kern, an der ganzen Equipe auch ganz große Merci so für Ihre Unterstützung. Merci. So, dat nämlich wie de Mika kom halen dat dofir bis mich spät. Ich ging aber direkt gern ufenken de Gil dummer da opgehalen. Ech schwenken dummer da un e ganz schöne Mammen da und alt Mammen ha bannen an dobausen. Mir werden haut nach Zeit hun mat den ze feiere mat als Mamme mat als Kanner. Ech sie froh, dass er zu sodags he sieht. Mir hatte lo 2 Joer, wo man ihr Schnitt gesinn hun, wo den Claude Lamberti an den Ekran für uns hatten. Und ich kann ich so, et as so schön, ich alle Guten zu Südachsheiz gesehen, dass die Saal gerammelt, Struppe voll ist. Also das ist wirklich für mich das Allerschönste, was in der Pandemie kann tun. Vielmals merci, dass ihr alle Guten Haut hier seid. Liebe Freundinnen und Freunde, wie wenn die Covid-Krise nicht durchgegangen wäre. Lo haben wir einen schrecklichen Krieg in Europa. Die Leute müssen hier daheim verlassen, hier das Umfeld, hier Familie, hier Freunde. Sie kommen hier hin, sie müssen von 4 aufhängen. Und sie wissen nicht, ob sie je nach einkehr können oder wollen heim an hier das Land gehen. Sie fährten um ihr Liebsten, die an der Ukraine geblieben sind, und sie trauern um die Todes. Auch sie waren übrigens die 2 letzten Jahre mit dem Covid geplot. Auch sie waren die 2 letzten Jahre übrigens angesperrt. Auch sie hatten hier das Leben wenn's dem Virus a Klammere gesagt. Anlo als Krieg an der Ukraine, an ihrem Land, ein Krieg, den total unnötig ist, an dem wir als DP ob das schärfst kondamnieren. Bei mir daheim wohnen eng ukrainisch Mam an ihre Bof. Sie sind nicht daheim von der Moment an kriegen also von ganz no mat wat denkst sind hier Sorgen, die Leute sich eben müssen machen zwischen hier Liebsten, hier Älteren, hier Gesichtern, hier Freunden, Bekannten, die nach an der Ukraine blieben sind. Lützeburg hat nichts gewiesen, dass die Solidarität bei uns groß geschrieben wird. Solidarität als ein Teil vom starken Lützeburg. Wir sind ein kleines Land mit einem riesengroßen Herz. Schon 2015 war es für uns all selbstverständlich, den Menschen zu helfen, die aus Kriegsgebieten bei uns geflüchtet sind. Andere Menschen helfen, dem Rupstrüppen, uppacken. Das ist alles an der DNA von der Demokratischen Partei. Ob ich, ob uns all kann erzählen, ob uns all als verlos. Für die Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen, für die Menschen zu stärken, für die Menschen Selbstsicherheit zu geben, für ihnen zu helfen, auf eigene Face zu stehen, Verantwortung für sich selber zu überholen, für Menschen zu encouragieren, und für das Land so zu gestalten, dass jeder ein gut leben kann, hier am Land leben. Das ist eine sozial-liberale Politik. Eine Politik, wo all Einzelnen am Mittelpunkt steht, aber wo jeder zählt, das ist eine starke Politik für eine starke Lützeburg und das ist die Politik von der Demokratischen Partei.
Lei Freundinnen a Freund, mir hunn die letzten Joren viel mat denen erlieft. Mir hunn Land moderniséiert, mir hunn Land gestärkt. Erlaubt ma e pur, aber just de pur an net eng exhaustiv Lücht opzezielen vun dem, wat an den letzten Joren alles geschieht aus hier am Land. Mam flexible Congé parental zum Beispiel, hummer an dem Papekongé och, hummer die jungen ältere Meidzeit mat ihre Kanner gin. Mat Sachleistungen wie de gratis Schulbücher hummer d Familie massiv finanziell entlächt. De Revis setzt eng gezielte Sozialpolitik die de Leiit aus der Armut heraushëlleft, an die Leiit stärkt, a virun allmocht Fraen den Zzweten am Stot, dats den nëmmei ofhängig ass vun dem Äneren. Mat der gratis Kannerbetreiung an eng klar definiierten Qualitätskader hummer fir den bestméiglechen Enkadrement an de Krächen an de Maison Relais gesuercht. Mat der Lycéesreform hummer d'Schoul den Talenter vun de Schüler, den einzelne Schüler ugepasst. Mi und Land mir zesibel gemacht, fir Leiit mat enger Behënnerung, an ging och ganz gern der Dolmetscherin vun der Gebärdespruch besonders Merci soen, die haut nes hai ass fir hier erbecht all der, dat das wirklich eng super erbecht. Merci, dass der haut hai sieht. Merci. Mir und Land mir inklusiv gemacht, mir und Staatsfinanzen sanéiert, an eng sozial méi gerecht Steuerreform umgesetzt. Mir und Land ob eng digital Zukunft fir berät. Mir hunn eng transparent Finanzplatz op Been stalt, die zum qualitative Wurstem von unserem Land beidreht. Mir hu während all de Krisen als Betrieber unterstützt, an dummer da uns Wirtschaft auch umdrehne gehalen. Mir hunn den Mittelstand gestärkt, an dummer da auch Arbeitsplatzen aufgesichert. Wir haben den Investitionsstau abgelöst. Der Bus, den Zug, den Tram goufen durch den gratis öffentlichen Transport viel mehr attraktiv. Mit dem ambitiösten Klima- und Energieplan haben wir die Jalon für ein nachhaltig und klimaneutral Lützeburg gesetzt. Durch die Förderung von der Lützeburger Sprache und dem gratis Musikunterricht werden wir den Stellenwert von der Kultur weiter stärken. Zusammen mit den Beamten haben wir die Fonction publique mehr effizient gemacht. Wir haben also die Familie gestärkt, wir haben den Mittelstand gestärkt, wir haben Menschen am Land gestärkt. Die Lust von dem, was wir Madene geschafft haben, als nach lang, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben Madene viel erreicht für eine starke Lützeburg. Wir dürfen op keinen Fall hierbei stehen bleiben. Es bleibt noch vieles zu dienen. Und DP wird dem weiter abstrippen. Ich denke zum Beispiel an die Individualisierung bei den Steuern. Mit der DP wird die kommen. Wir werden das Steuersystem mehr gerecht machen, auch par rapport zu den Monoparentoen, zu den Witmännern und Witfrauen. Wir müssen gucken, dass individuell jeder geguckt wird und nicht par rapport zu seiner Situation, wie jemand einem anderen zusammenlebt. Ich denke aber auch zum Beispiel an die Flexibilisierung von den Arbeitszeiten. Wir müssen den Leuten Zeit geben, wenn sie brauchen, aber wenn dann der Betrieb am ruhig ist. Und die Leute müssen können mehr schaffen, wenn Arbeit da ist, aber wenn sie mehr disponibel sind. Oder Transition energetik. Wir müssen die sehr hinkriegen, für dass wir Männer aufhängig sind, aber auch für dass die Betriebe kompetitiv bleiben. DP wird weiter schaffen, für die Attraktivität vom Land und die Lebensqualität hochzuhalten. Lieber Legault, wir haben immens viel Pferdespruch zusammen. Wir haben lauter Sachen gemacht, die den Menschen zugutekommen. Aber das ist nicht dann von einem Prozess. Der Succès von unserer Politik für die Leute machen uns Lust und geben uns Zuversicht und Kraft, für auch andere Probleme an der Gesellschaft umzugehen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns Verantwortung überholt und haben 2017 all Madeneen formidable Wahlresultate an der Gemeinde gemacht. Die DP-Politik an der Gemeinde ist eine Politik vom Zusammenleben. Eine Politik, wo die Bewohner aus der Gemeinde, wo die Akteure sind von ihrem Leben und nicht nur Konsumenten von irgendeinem Programm, den sie proposiert kriegen. Die DP-Politik an der Gemeinde ist eine Politik, wo jeder mit angebunden wird. Die DP-Politik an der Gemeinde ist eine Politik,
wo die Lebensqualität von alle Bürger eng absolut Priorität ist, weil just Madeneen erreichen wir viel für starke Gemengen auf ihre stark Lützeburg. Wir müssen aber noch alle gute weiter Efforte machen, für das jeder am Land doch matt mischt. 2017 haben 22% von den Ausländern bei den Gemengewahlen gewählt. Das waren da doppelt so viel wie 2011, da waren es nach 11%. Aber das geht uns nicht durch. Wir reformieren am Moment Wahlgesetz, für dass die Leute, die nicht Lützeburger sind, an die Männer wie 5 Jahre an einer Gemeng wohnen, dass die nicht müssen 5 Jahre werden, wie gesagt, eher sie können für die Gemengewahlen wählen gehen. Inklusion und Zusammenleben heißt, dass jeder ein Teil ist von der Gesellschaft. Dafür soll jeder mitbestimmen, wie die Zukunft an seiner Gemeng aussieht. Weil die Gemengepolitik, das konzerniert jeder, egal wie Pass das ihn hat. 2018 haben wir 2018 haben wir als Demokratische Partei Geschichte geschrieben. Es war die erste Kehr an der Geschichte von der Demokratischen Partei, dass wir den Premier für die zweite Kehr Hannereneen gestaltet haben. Und das war kein Zufall, liebe Freundinnen und Freunde. Die Demokratische Partei ist eine Partei, die das Land sicher durch Krise führen kann. Die Krisen waren und sind nicht unbedingt Lützeburger Krisen, sondern weltweit Krisen. Ich erinnere daran, dass als Staatsfinanzen katastrophal waren, wie wir 2013 die Regierungsgeschäfte überholt haben. Wir waren an einer Budgetskrise. Dann kommt die Syrien-Krise. Verschiedene ganz schlimme Naturkatastrophen, Überschwemmungen, ein Tornado, wo viele Menschen hier Existenzen weggeholt. Dann kommt die Pandemie. Und dann die Ukraine-Krise. Mit dem Druck auf die Ölpreise, die Energiepreise, die Inflation und so weiter. Wenn alles mit Eier geht, dann ist das problematisch für jeden. Für Menschen, die mehr Suche brauchen, für können dignement zu leben und auch für die Betriebe. Wir von der Demokratischen Partei wollen diese Suche ganz echt. Dafür haben wir den Mesurepack ausgehandelt an der Tripartite, den direkt bei den Leuten ankommt, an den hier Arbeitsplätze sichert. Erlaubt mir, liebe Freundinnen und Freunde, aber auch heute zu unterstreichen, wem sein Merit es ist, dass wir den Akkord konnten unterschreiben. Der Xavier hat stundenlang, an unterdreiben, an überdreiben, nicht stundenlang, an die lang der Sozialpartner noch gelauscht hat. Er hat verhandelt, und der Xavier hat zu allerment probiert, einen Kompromiss zu finden, den die Bürger entlastet, an den der Betrieber Prävisibilität gibt. Der Xavier ist der beste Premier, den das Land sich vorstellen kann. Der Xavier hat gewiesen, dass er immer für die Rechte und die Interessen vom Land und von seinen Einwohnern denkt, ob er Krisenzeiten oder ruhige Perioden. Wir wissen als Land, was wir Xavier haben. Ein Politiker mit Format, ein Politiker mit Ecken und Kanten, ein Politiker mit einer Meinung, mit Menschlichkeit, mit dem Herz am richtigen Fleck, der Lützeburg überall an der Welt perfekt repräsentiert und verdedigt. Merci Xavier. Die Demokratische Partei hat 2018 das Staatsminister also behalten. An 2019 haben wir noch einmal all zusammen Geschichte geschrieben, wie die Demokratische Partei stärkste Partei gouf bei den Europawahlen. Liebe Charles, das ist für und allem auch mal dein Merit.
Charles, du bist ein Politiker mit Format, ein überzeugten Europäer, Homolograt, nach ein können feststellen. Und du hast, wie alle guten Members von der Demokratischen Partei, Herz richtigen Fleck. Du kämpfst für Gerechtigkeit und für den Frieden in Europa, der für dich keine Selbstverständlichkeit ist. Wie recht, dass du Altmonis ein Kehr hast. Liebe Freundinnen und Freunde, ihr wisst alle gut, dass ich dezidiert habe, nicht noch einmal zu kandidieren für Präsidentin zu gehen von der Demokratischen Partei. Für die meisten von euch ist das sicher keine Überraschung, weil ich hatte immer gesagt, ich ging maximal 2 Mandate machen. Und die 2 Mandate, der zweite Mandat geht immer der Haut oben an. Es waren immens flott, intensiv, lehrreich 7 Jahre. Es war eine eher Präsidentin zu sein von dieser Partei, von einer Partei, die richtige Valore vertritt. Von einer Partei, die keine Linksleihe lässt und die keine Rechtsgewährde lässt. Die DP muss weiterhin der Garant bleiben für den Frieden und für das friedliche Zusammenleben. Die DP muss zusammenhalten und nicht splicken. Wir müssen weiterhin die Griff, die zwischen den Leuten gehen, zuschippen und nicht Griff weiter abreißen oder andere abreißen lassen. Wir müssen weiterhin Terrain präsent sein. Man muss den Leuten noch lauschen. Man muss hier Sorgen holen und man muss für allem noch handeln und Decisionen holen. Wir dürfen nicht über die Leute schwätzen, mehr mit den Leuten. Es geht nicht durch, den Leuten die Welt dann hier Probleme zu erklären. Es muss auch konkrete Reformen auf den Tisch legen, liebe Freundinnen und Freunde. Das alles unterscheidet die Demokratische Partei von all den anderen Parteien. Es ist lo Zeit, dass ein neuer Präsident überhält und Zukunft mit uns all zusammen plant. Ich bin immens froh, dass der Lex Dallas bereit war, sich als Kandidat für die Präsidenz von der Partei zu melden. Der Lex ist der richtige Mann für uns an die nächsten Échéancen zu leiten. Der Lex ist engagiert, lesungsorientiert, sympathisch, lauscht no außer gerade lo. Okay, das macht Hansen sing schuld. Die anderen so und alle gewetsch gesagt haben. Und der Lex kennt die Menschen hier Besuchen, hier Probleme und noch hier Erwartungen. Der Lex hat sowohl als Bürgermeister wie auch als Deputierten, wie auch als Minister bewiesen, dass hier ein exzellenter Leader und Teamplayer ist. Erlaubt mir, wenn ich auf dieser Platz noch ein paar Merci überlassen zu gehen, so als Lestriert als Parteipräsidentin. Das Mal ging ich gerne alle guten Members aus den jeweiligen Büroexekutiven von den letzten 7 Jahren Merci sagen, auch all den jeweiligen Members von den Komiteedirekteuren aus den letzten 7 Jahren will ich Merci sagen. Sowohl der Komiteedirekteur wie auch den Büroexekutiv sind 2 ganz wichtige Gremien für unsere Partei und den Ansatz von all Einzelnen als enorm. Talia hat es gesagt, das als Benevolat. Merci ihr alle Guten, dass ihr euch engagiert. Merci dafür. Merci auch und JTL. Was haben wir flott Stunden mit denen verbracht? Wir konnten mit denen diskutieren, heinst du auch streiten, wir konnten mit denen lachen. Verschiedene, die ganz aktiv übrigens an der JTL waren, wie ich angefangen habe als Parteipräsidentin, sind lo aus dem JTL-Alter raus. Und für die können auch lo gleich viele für an den Exekutiv, die sieht, aus Kanagi Leute an Zeit vergeht. Die JTL hat sich in den letzten Jahren immens entwickelt. Ich habe großen Respekt für drunter, weil Junker sich so engagieren. Das ist nicht evident. Die sind zu so dax. Ich bewundere dich. Vielmals merci auch, dass der Haut zu so viel da ist. Stellvertretend für alle gut deputiert, will ich dem Fraktionspräsident Gilles Baum merci sagen. Der Gilles hat es schon gesagt, Zusammenarbeit zwischen der Partei und der Fraktion ist exzellent. Und auch da gesagt, dass wir alle mit denen eine super Equipe sind,
Merci Ich, alle Guten, Di seid och eng super Ekipp, Merci, dats da seid. Merci. Wann ich da von der Fraktion schwätzen, da will ich aber unbedingt Morderbeter auch nicht vergessen aus der Fraktion. Und ich ging stellvertretend für alle Morderbeter aus der Fraktion, weil den 3 Fraktionssekretäre, mit denen ich als Präsidentin und dürfen zusammen schaffen, merci so. Merci dem François Schlink, merci dem Jeff Feller, merci dem Jean Kasel, dem hat ein super genial Arbeit. Ich meine, das ist ein ganz besonderen Applaus auch nach ein wert. Ja, besonders Merci natürlich meinem Generalsekretär, dem Claude Lamberti. Ich bin immens froh, dass du dezidiert hast, am Exekutiv zu bleiben, dass den Kandidatur gestaltet hast, für Vizepräsident zu gehen. Wir sind und wir bleiben ganz sicherlich ein ganz flott Team. Das waren exzeptionell flott Jahre, die wir zusammen verbracht haben und der Spitze von dieser Partei. Vielmals merci für deine Freundschaft und merci für deine Präsenz. Ganz besonders ging ich aber gerne enger Person Merci soen, die auch dezidiert hat, sich nicht mehr aufzustellen, für ihre Posten zu renouvellieren. Als ein Tresorier, der Patrick Goldschmidt, hat nicht nur den Käse immer professionell an der Richt gehalten. Der Patrick ist auch mein Ältesten und von meinen allerbesten Freunden. Und ich so nicht, das ist immens wichtig, gut Freunde zu haben, ob den immer kann zählen. Merci, Patrick. Ja, auch Arbeitskollegen können zu richtig enge Freunde gehen, wenn sie sowieso nicht schon lange waren für drin. Es fehlt de Claude, de Marc, Juriko, de Lex und de Xavier nicht mehr müssen. Wir haben schon ganz vieles mit ihnen erlebt. Wir haben nur durchgebrainstormt. Wir haben mit ihnen gelacht und wir noch mit ihnen gekrascht. Merci Claude, merci Marc, merci Juriko, merci Lex. Und merci Xavier. Ihr seid die allerbesten Arbeitskollegen und Freunde, die ich wünschen kann. Und da ging ich gerne ganz besonders Merci nach Laskin. Zu kritisch schon ein paar Mal Merci gesagt, ich ging da noch ein bisschen machen. Wenn wir auf so einen Kongress kommen wie heute, setzen wir uns da hin, wir freuen uns nicht, wie das alles zustande kommt. Die super Leinwand, die ganze Organisation, wenn wir auf den Markt kommen, an den Stand steht da, Gadgetleihe berät, da freuen wir uns tags nicht, wo kommen dann lo überhaupt all die Gadgeten hier. Aber als Parteipräsidentin kann ich dir jetzt sagen, es geht nicht vom selben. Der Jeff Brausch, Santa Kurzen, die assistiert vom Jolland Kirsch mit der ganzen Equipe, sorgen dafür, dass die Members alle guten Antworten kriegen auf ihre Fragen, dass die Partei organisiert das. Sie kümmern sich um Zell, um die Organisation von Evenementen. Merci Jay, merci Jolland, die sind wirklich genial. Last but not least ging ich gerne all einzelnen von ihr alle gute Merci sagen. Eine Partei lebt durch ihre Members, dadurch, dass die engagiert sind. Sie hat das auf lokalem, auf regionalem oder auf nationalem Plan. Also ich meine, das ist wirklich auch ein Applaus wert, weil dann das ganze Engagement am ganzen Land, und ich kann nicht so, und ich schon hören, ich war auf viele Plätzen, ich habe nicht all gesehen, ob den Assemblée Générale, ob den Fester, vor Covid, nach Covid, also gut während dem Covid, wenn der lebt war. Also sie sind wirklich formidabel, und die mit aus dieser Partei die formidabelste Partei, die es gibt. Merci, ihr alle Guten. Ich ging aber auch gerne in der Presse. Vielmals merci so für die 7 spannenden Jahre mit
sicherlich Ups and Downs, mir spannend waren sie sicher für ihr, ab für Eis immer schon ganz viel Flott Erfahrungen gemacht. Merci der Presse, auf jeden Fall mal stellvertretend für die ganze Presse, denen die Haut hier sind. Merci all meine Freunde an außerhalb von der Demokratischen Partei. Ich ziehe nicht nur nicht all op, verschiedener wollten das auch nicht, mit ihr wisst, dass er gemengt sieht. Merci für Ihren unermüdlichen Support, merci für Ihre Freundschaft, merci für Ihr Vertrauen. Ja, und da ging ich natürlich gerne meiner Familie merci sagen. Alle vier op, also Kanner, meinem Partner, meiner Schwester, meiner Mom, und meinem Pap, der leider noch nicht mehr da ist. Sie unterstützen mich. Sie sind extrem tolerant vis-à-vis von ihrem stärksten Gegner an ihrer stärksten Konkurrenz, nämlich meinem Agenda. Merci de Kanner, merci Philipp, merci Mami, merci Papi, merci Magali. Ohne ihr wäre der Zeiten alles überhaupt nicht möglich gewesen. Merci. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will das Red nicht aufschließen, ohne ihr zu bitten, die neue Equipe, die sich gemeldet hat, massiv zu unterstützen. Der Lex als Präsident, Carol als Generalsekretärin, sie gene die richtig für diese Partei weiter in Zukunft zu führen. Ich wäre wirklich froh, wenn Sie, gerade durch die Vizepräsidenten an den Tresorier, einen ganz starken Score kriegen, dass wir eine starke Message, dass wir eine Message von einer Partei, die geschlossen durchsteht, eine Message von einer Partei, die zu ihnen hält. Es wäre eine Message von enger Equipe für die Zukunft. Wunschlift unterstützt sie, liebe Freundinnen und Freunde. Als letzter Satz wollte ich sagen, es war mir eine riesengroße Ehre, Präsidentin von dieser Partei zu sein. Vielmals merci. Vielmals merci. Vielmals merci. Ich bin zutiefst berührt, aber das Programm ist noch nicht fertig. Das Beste kommt ganz sicher nach. Dafür sollten wir uns auch dafür noch ein bisschen Zeit nehmen. Merci all Einzelnen. Merci vielmals. Ja, das ist natürlich schwer, nur so einem emotionalen Heichpunkt zu einem nächsten Heichpunkt direkt überzugehen. Das sind die ersten Resultate von den ersten Wahlen von heute. Das sind die Wahlen vom Komiteedirektor, die da online, wie ich an meiner Rede für gesagt habe, über die ganze Woche
wählen. An der Hummer natürlich auch Resultater vier Leiien immer zu denen kommen, gebe ich für dich mal all die Kandidaten, die sich gemeldet haben, merci so. Erstens, dass sie sich gemeldet haben, dass sie weisen und beweisen, dass sie sich engagieren in der Politik, machen, mitgestalten, an der demokratischen Parteien, die geht doch all gebraucht. Das ist nun mal so. Natürlich, Hummer kommt der Direktor, wo jeweils 4 Kandidaten aus all Bezirk gewählt gehen. Und wir kommen dann noch zu den Resultaten von den Wahlen. Aufhängen, die wir am Norden. Und da felicitieren wir dem Andems, dem Angel Mirsch, dem Steve Martellini und dem Jem Gutenkauf für die 4 Plätze. Bravo! Da kommen wir zum Osten. Und da felicitieren wir dem Claude Schommer, dem Carmen Frieden, dem Jean-Marie Gansen und dem Hugo da Costa. Da kommen wir zum Zentrum und da felicitieren wir als allererst mit den meisten Stimmen überhaupt dem Stefanie Görens, dann dem Patrick Michels, dem Joey Pulver und dem Lise Merete Jürgensen. Bravo! Und zum Schluss dann der Süden, und auch da haben 4 Kandidaten, und da sind gewählt der Lou Linster, den Jeffrey Drui, Geraldine Walkenbach und der Kevin Schuss. Bravo. Nach ein großen Bravo von mir, merci für das Engagement, und natürlich könnt ihr den nächsten Highlight direkt, und ich meine, Pult könnt ihr ein bisschen rufen, weil ich gintriert oder de Mikro und de Lextelles. Schluck Wasser. Ich wurde die ganze Zeit schon von mir Hand und gesagt, ich soll nicht fümmen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ich in den Saal gucke, sehe ich nicht nur einen brechendvollen Saal. Nein, ich sehe ganz viele Gesichter von Freunden und Bekannten. Sie wird von meiner Mundrefer-Sektion, die heute Morgen mit dem Bus hergekommen sind, oder aber alle Guten, den anderen Sektionen aus allen Ecken vom Land. Ich gesehen Kollegen aus dem Regional, aus der Fraktion, aus der Regierung. Ich gesehen Leute, die engagiert auf den verschiedensten Plätzen sind, die ich immer begegnet tun. Ich gesehen Leute, die heute nicht mehr aktiv an der Politik sind, an die sich aber Zeit geholt haben, heute Morgen auf Mammendach hinzukommen. Ich gesehen die Jungen von der JTL, die darauf brennen für die Zukunft von der Politik matze gestalten. Ich gesehen eben ganz viel Leute an dat als DP. Ich gesehen schied vereinzeln, den dazu beiträgt, dass DP da das was sie als nämlich eine Partei, die Madeneen mehr bewegt für eine sichere Zukunft. Genau do stelle ich heute meine Kandidatur für Präsident von unserer Partei. Das ist eine Aufgabe, für die ich Respekt habe. Falls ihr mir Vertrauen schenken, will ich eher Stimmen sein. Ich will das, weil ihr alle Guten am Alltag legt, ihren Engagement noch ausweisen. Ich will mich für als gemeinsam politische Ideen und als Werte einsetzen. Es gibt viele Gründe, für sich für die DP zu entscheiden. Viele Gründe, die wir all gemeinsam haben. Wir haben Demokratie an unserem Parteienum stehen. Und das ist kein Zufall. Wenn wir an diesen fordernden Zeiten als etwas bewusst sind, dann ist es, dass Demokratie kein Acquis, auch schon gut kein Selbstverständlichkeit ist.
Wir müssen alltag dafür ausstehen und dafür kämpfen. Das Handel von der Demokratie ganz hochhalten, das ist ein Engagement, den unterschreibt den mit seiner Memberschaft an unserer Partei. Wir stehen für Responsabilität an diesen außergewöhnlich schweren Zeiten, wo der Krieg sich 400 Jahre von der EU aufspielt. Wir stehen für Europa an, weil als Partei-DNA ist europäisch. Und wir stehen für Solidarität mit den Menschen, die in ihrem heimischen Land alles verloren haben, und unsere Dir klappen, für Hilfe zu kriegen. DP ist auch die Partei von der Freiheit. Die Freiheit vom Einzelnen und die Freiheit von unserer Gesellschaft. Mit Freiheit geht Hand an Hand mit Responsabilität und Solidarität. Die Freiheit ohne das ist nichts anderes als Egoismus. Und Solidarität und Responsabilität waren die politischen Weichen, die wir an der Pandemie gestalten. Das ist aber ohne, dass wir die Rechte von dem Einzelnen aus den Armen verloren haben. Es waren genau das Werte, die den Kit vom Zusammenhalt in unserer Gesellschaft an diesen außergewöhnlichen Zeiten waren. Jo, es war ganz oft der Spagat. Wir genau den haben wir gepackt. Die DP hat dann bei 9 Jahren Regierungsverantwortung Responsabilität gewiesen. Wir haben gut regiert und wir wollen weiter regieren. Es gibt keinen Zweifel, dass das kommende Jahrzehnt entscheidend wird sein, für langfristig einen globalen Klimakollaps zu verhindern. Die Wissenschaft sieht das. Und in unserem Land sind die Weichen gestaltet, für als ganz ambitiöse Klimaziele zu erreichen. Klimaziele erreichen wir aber nicht mehr, wenn die Klimapolitik zwar ambitioniert, aber sozial gerecht ist. Und wir erreichen sie nicht mehr mit der Ökonomie, und nicht gegen die Ökonomie. Liebe Freundinnen und Freunde, jeder, den das Klima gegen das Sozial und gegen die Ökonomie ausspielt, wird durch seine eigenen Ambitionen scheitern. Klimaschutz, Solidarität in unserer Gesellschaft und eine starke Ökonomie gehen Hand an Hand. Ich bin überzeugt, dass wir die Partei sind, die die besten Antworten liefern kann. An den denkt, dass die Antwort auf die Klimakrise kein Wachstum an eine Verzichtspolitik ist, als Holzweh. Weil wenn wir Akzeptanz für eine starke Klimapolitik wollen erreichen, dann muss man jeden am Boot tun, sowohl die Leute wie auch die Betriebe. Und es ist klar, dass keine Option für als Partei und diesen Ziele zu scheitern. Wir sind das den jungen Generationen, an denen, die dann nicht geboren sind, schuldig. Schon in den letzten Jahren ganz viele Kontakte mit mittelständischen Betrieben gehabt. Und das stimmt mich positiv. Weil ich kann nicht so der Willen, für eine klimafreundliche Alternative an der Wirtschaft umzuklammen, ist immens groß. Ich spüre den Willen an der Bevölkerung, ich spüre den Willen an der Wirtschaft, an mir als DP und den Willen an der Politik. De W an eng klimaneutral Gesellschaft ausgezeichnet. Wir als Partei sind bereit, DW konsequent weiterzugehen, weil wir sind keine Partei, die gründen sich, für was etwas nicht geht. Wir sind eine Partei, die die Herausforderungen konsequent angeht und Chancen gesät und sie ergreift. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen nächstes Jahr für einem Superwahljahr. Als erstes Gemengewahlen und dann kurz drauf die nationalen. Gemengepolitik ist ganz vieles für mich. Es sind Kindheitserinnerungen. Wenn mein Papa mir als Bürgermeister den Weg an Politik vorgelebt hat, und das ohne, dass ich damals genau verstanden habe, was Politik überhaupt ist. Es sind Erinnerungen und den Liberalix, der Geruch, noch Kohl, wenn Plakate abgepasst gesehen, oder auch der Goût, und ich meine, ganz viele Bande kennen sie, von den blauen Mond-Kamellen. Mir auch, wenn meine andere damals wenig mit Politik zu tun hatten, habe ich aber etwas schon ganz frei begriffen.
Neben der Staat war an enger Gemeng wichtig ass, e Madeneen, a ke Gendeneen. Viel zu summen zu schwätzen an zu diskutieren, mehr Wort Gelegenheit zu nutzen, fir zu summen flott Momente zu verbringen. Dat schwest zu summen, mir entsteht aber auch ein Kraft, die etwas Neues, etwas Positives als in eigener Gemeng zu bewirken. Dat heernst du am Klängen, mehr Wort ganz oft am Großen. Wenn ich an Gemengepolitik denken ja auch natürlich schon mengegen Zeit zu Munnerew. Sie wird als Chefin oder noch als Bürgermeister. Die mich kennen, wissen, dass es mir ganz schwer gefallen ist, 2018 Gemengeresponsabilitäten zu verlosen, für national mehr Verantwortung zu überholen. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht den einzigen Politiker bin, dem es so gegangen ist. Wir sind da hier, der Claude und der Xavier zum Beispiel. Weil näheren soll an der Politik asehen méi no Bierger, kann e méi schnell Ideen a Projekten an Realität umsetzen, wéi an enger Gemeng. Gemengepolitik als Dezenz vun der Politik. Et geht gut ze Summe liewen mat alle Matbiergerinnen a Matbierger an Dorems Madeneen etwas Positives fir d Gemeinschaft entstohlen zu lassen. An das dat fir werdech Politik machen. Das dat wat mech an der Politik begeert. Wir stehen Joer vir runden Gemengewahlen. An der Schwees mat viel Enthusiasmus, an Engagement, da schon viel vun uns an de Präparativen dofir sinn. An Dir sieht all de Garant fir dass mir als Partei no de Wahlen als Politik auch konkret Terrain können umsetzen. Den Ersatz vun all Einzelne vun uns wird dono Differenz machen. Falls ihr mich als Präsident wählt, werdet mir eng eier sinn, ihr mat allmenger Energie Graturanner zu unterstützen. Das mit all den anderen Kandidatinnen und Kandidaten von Haut zu summen. Ich will just noch ganz kurz auf dieser Platz den Patrick beruhigen. Wenn seht, dass nicht der Moment für ein neues Logo zu machen, braucht auch Madame Feidat Miriam, was sich meldet als Tresorier, braucht keinen sich abzuregen. Ich meine eben gerade, weil wir eine Partei sind, die sowohl eine Identität hat, und dafür brauchen wir kein neues, wir sind als DP da, also brauchen wir auch da kein neues Logo. Ich will auch davon profitieren, all denen, die haut für Parteimandat zur Wahl stehen, auf Bühne zu rufen. Das Carol wird sich gemeldet für den Posten vom Generalsekretär. Das ist den Max als Vizepräsident. Das ist den Marc als Vizepräsident. Der Claude als Vizepräsident. An Miriam als Trésorier. Ich wollte dir vielmals merci sagen, dass der Haut zu summen als der Wahl stellen an immer sicher, dass wenn wir gewählt gehen, die Partei auch weiterhin können mit einer ruhigen Hand, mit einem kühlen Kopf, aber zumals mit einem warmen Herz können zwiebeln. Merci vielmals.
So, da kommen wir lo zu den Wahlen. Die hört ein Handy raus, für die noch nicht tun. Ich gesehen aber schon fleißig, dass die Mehrstadt gemacht haben. Die Wahlen sind lo op. Die hat sowohl per E-Mail ihre Code, ihre persönliche Code geschickt kriegt, respektiv für drun an der Entree kriegt der Code einker, wenn er nicht per E-Mail kriegt. Und dann ganz wichtig, die hat ein Blockart auf ihrem Stuhl. Wenn ihr ein Problem hat, hilft die Blockart an die Lut, weil wir haben eine Dose Mitarbeiter hier am Saal, die rundherum gehen, an die ihr Schölle für Wanderung froh soll tun, an die ihr nicht rauskommt oder nicht wisst, wie das soll gehen. Ich gesehen heute direkt, den Herr Gusti Gras weiß die Blockart, das ist ein dicke Blo, kann ich so. Und da müsst ihr, wenn ihr da Banne seht, Wahl vom Büro exekutiv gesehen. Noch Colette, Dagny. Da hat er dann entweder die Möglichkeit, die ganz Lust unzukreuzen, oder einfach mit einem Häkchen für Ja, oder mit einem X für Nee, oder mit einem Rundel für Enthaltung, oder die können doch natürlich die Einzelposten aufstimmen, der das wieder wollt. Wie gesagt, wenn ein Froh hat, weist dann einfach die blaue Karte, Hals und Blut, kommen Mitarbeiter, lasst für euch zu helfen, respektive zu weisen, wie ihr das könnt machen. Dann noch ganz wichtig, wenn der Schwa getroffen hat, da muss der innen konfirmieren, also abstimmen, da konfirmieren, wie das der Wort auch kann geholt.
So, wir sind an der letzten Minute, also wenn er irgendein Problem ist. Ich kriege gerade mitgeteilt, dass schon ganz viele Leute aufgestimmt haben. Wenn irgendein Problem ist, melde dich. Aber wenn wir das da gemacht haben, dann kommen wir zum letzten richtig großen Redprogramm von heute. Und das wird der Premier Xavier Büttel sein. Merci. Lass mal, Corinne, mit dir wollen uns fangen. Du hast an den Reden, ich bin ganz froh, dass ich nicht direkt nur die muss schwätzen, weil die wo Emotionsgelöden, an die mich kennen, wissen, was das von Konklusionen mit sich bringt bei mir. Dir ein ganz, ganz großes Merci zu sagen. Du hast die Decision, die wir zusammen getroffen haben, an der Partei, wie ich Premierminister der Parteipräsident war, dass ihn das soll trennen als Regierungschef. Und du wirst du bereit, die Verantwortung auch zu überholen. Nach 7 Jahren lang hast du das doch gemacht. Du warst eine Person, für die Corinne, ich meine, keine Sohn, ich Corinne nicht kennen, eine Person, die, wenn selbst akzeptiert, dann müsste es nicht 100%, mit 200%. Und ich weiß, denk durch da noch den Familie, von denen es Hanna gestanden hatte, und noch dein Partner, dass das nicht so einfach war. Es waren Flottmomente, du hast fertig gesprochen, dass ich noch immer da bin. Aber du hast für allem fertig gesprochen, dass wir auch mit dem Charles zusammen eine Partei gesehen in Europa waren, an unserer Geschichte, wo man noch nie eine Partei in diesem Land. Du hast fertig gesprochen, dass Koalitionsverhandlungen, die Werte, für die wir stehen, weggeongelt zu verteidigen. An die Corinne kann wissen, dass Corinne ein Tigress quasi was muss sein. Tigress. Et kämpft und geht nicht ab. Da ist auch nicht immer ein Diplomat, was muss sein. Du weißt, wo ihn drunter ist. Mir tut die Fond, die Volontät, die Empathie, die wichtig sind in der Politik. Die Leute gern zu hören. Moes opzustellen, indem ich sehe, wie kann ich heute probieren, dass es einem besser geht, dass es der Gesellschaft besser geht, dass es meiner Partei besser geht, dass es dem Land besser geht, als das Motto, mit dem du Moes abstehst. Du hast, ich meine, es gibt kein, pardon, wenn ich das so, kein Grillfest, Scampisfest, Mullefest, Choucroute, Tarte Flambé, all Mögliches, was Corinne nicht die letzten 7 Jahre auch an all die Sektionen geht wird, an Schweizer nicht von Thüringer, von Mullen oder nach von Peilersofen, da die es auch noch matt gemacht hat. Du wirst überall. Für dich als Parteipräsident, die nicht nur ein Emultier engriert zu haben, mit all deren Engagement für die Partei zu bringen. Lex, es geht nicht einfach, so viel Präsenz zu sehen, wie Corinne die letzten 7 Jahre waren. Und ich kann hier just so viel Success für eine Partei, so viel Ersatz für seine Partei und für sein Land. Wirklich ein riesiges Merci von meiner Seite. An ihren Applaus steht gut, weil an der Politik Applaus kriegen nicht immer. Und Corinne hat ja Zeiten, wo es ganz allein war. Ganz allein. Wo es seine Freunde und seine Familie konzerten. Wo ganz viele Leute gemeint haben, oh, Corinne will das Telefonsbuch Limit wissen, dann Telefonsnummer, oh, nee. Und das sind die Momente, wo ihn noch plus von den schlecht viel werten hört. Er probiert politisch demontiert zu gehen. Als das, was ich in der Politik nicht akzeptiere. Ich akzeptiere, dass ihn über Ideen kämpft. Ich akzeptiere, dass ihn über Prinzipien kämpft. Ich akzeptiere, dass ihn über Projekte kämpft. Ich akzeptiere, dass ihn über die Politik, die er möchte, kann kämpfen.
Ich akzeptiere nicht an der Politik, dass ich probiere, den Menschen Fotos zu machen. Corinne, ist sie froh, dass der Haut heil ist, dass du gesagt wie wir alle guten 100 Stunden, die Momente der Woche kein der einfacher, aber du weißt, ob uns kannst du immer zählen, und du sagst, dass Bierger auch Haut 100 stehen. Erlaubt war hai auch dem Claude, weil Merci zu sagen, als Generalsekretär von der Partei schon am Claude auch ganz jung gut gefangen, Tennis zu spielen, Politik zu machen. Wo am Tennis immer besser wirst. Mir grüße Merci. Wir sind zusammen. Wir sind zusammen, haben wir die Wege gemacht. Der Claude an ich ansehen ganz froh, auch die Energie, die sie für die Partei bräuchte, und auch die Ideen, die wir mal zusammen gemacht haben, weil das wird der Claude an mich nicht immer verbindet, als nicht nur den Tennis, nicht nur Politik, sondern auch eine große Freundschaft, und Freiheit an der Freundschaft, also selbst hat man auch ganz viel Wert. Dem Patrick eure größte Merci, den man denger voller Käse ophält. Miriam, das möchte immer Fried. Den Patrick als den das auch mein Kontabel will ich so ich schon nach kein Austrand von der Steuerverwaltung kriegt, weil gut sehen dass das Ding habe ich auch ganz seriös mischt. Für allem was der Patrick auch ein engagierte Gemengepolitiker an der Stadt Lützburg zu an der Equipe vom Lindy an mit dem ich auch ganz lang am Gemengerot geschafft habe. Dafür Patrick auch. Der Patrick sieht nicht immer Rappes. Das heißt du ruhig. Mir wann er sieht, dann hört doch Kap Schwanz an. Ich will auch dafür dir größte Merci so für ich sehe die nicht. Auf jeden Fall Patrick dir ganz größte Merci für die Verantwortung an die drei Lechtschaft fragt ich weiß nicht wie wert. Patrick dir größte Merci. Ich weiß nicht, wie die Wahlen ausgehen. Ich muss so argumentsfroh sein, dass die Partei spitz bereit ist, zu überhüllen mit der Equipe. Sie haben so eine Doppelstunde, wie alle guten Heim, du in der Spitze. Ich meine, Matthias, haben wir das wird Corinna für mich auch beweist, dass wir nicht mit der Jüngste sind. Aber es sind überzeugt, dass das vollste Vertrauen auf diesem Kongress auch kriegst. Du bist eine Person, die ich immer schätze, weil du bist den bereit ist, neue Challenges umzuholen. Du bist bereit, auch an die Regierung zu kommen. Du bist mit allen Leuten, mit dem Sektor Professionelle, wo ihr schwätzt, wo ihr ganz viel Luft kriegt. Du läufst das nur in der Politik, weil nicht immer die Qualität von allen Politikern ist. Und du musst kurz setzen, was auch nicht unbedingt eine Qualität ist von vielen Politikern. Ich kann just sagen, dass ich für diese Partei mit größtem Optimismus Zukunft gesehen mit dir unterstütze. Das ist gut für die Partei und das ist gut für uns Land. Merci, dass du das mit. Hier sind Resultate und die kriegt dann da. Liebe Kolleginnen und Freunde, verdichten pure Sachen. Als Haut ist ein speziellen Tag, dass du dit gesagt, dass Mammen der dafür meiner Mama eine große Merci, dass sie hier ist und auch die letzte 49 Jahre 100 Stunden am erlaubt hat. Ich weiß, wo nicht immer rein war, Mama eine große Merci, dass ich das Gisi weit schaut sind, weil ohne das wäre ich das auch nicht gehen. Und noch ein spezielles Merci an Thüriko, merci, dass du hier warst, weil dein Mann hat doch heute Geburtstag, an den ist bestimmt ganz froh, dass er das heute mit dir feiern über Video, wenn du schon im DPS-Kongress gezeigt. Liebe Kolleginnen und Freunde, ja, es sind froh, ich zu sehen und schmengen.
Die meisten Orateuren haben schon gesagt, dass Zeit gehen. Die letzten 2,5 Jahre waren kein einfach Jahr. Es waren kein einfach Jahr für Kinder, es waren kein einfach Jahr für die Politiker, es waren kein einfach Jahr für die Bürger, es waren kein einfach Jahr für Personal und Spitäler, Personal insgesamt. Es war schwer, wenn den Leute gerne hört, und manchmal muss noch Leute verzichten. Und es war politisch schwer, weil egal, was die gemacht hat, immer probiert hat. Und das muss ich schon, und sie ganz häufig erlaubt man sogar als Premierminister einer ganzen Regierung dort zu sein, denen 3 Parteien, wo wir zusammen geguckt haben, wie wir können Freiheiten und Restriktionen zusammen die ganzen miteinander bringen. Es war nicht einfach, gelebt man vor allem für liberale Premierminister, die Leute zu sagen, du darfst nicht, du kannst nicht, es geht nicht. Mit Vormäntere von uns alle Guten. Aber wir haben immer geguckt, so viele Mesuren zu holen, die nötig wären, aber so kurz wie möglich. Wir probieren den Betrieben zu helfen, wo es nötig war, für das sie auch die Zeit können überbrücken. Wir haben geguckt, den Jungen schulisch weiterbilden zu können. Es wäre schrecklich gewesen, wenn 2 verlorene Jahre gewesen wären für die Kinder. Und da tun wir fertig, mit dem Claude, mit dem Enseignement, für zusammen die Kinder weiter die Chancen haben, die Bagage, den sie nötig haben, mit auf den Weg zu gehen. Es war schwer für uns alle Guten. Das ist nicht der nächste Bilan zu machen, wir haben dafür auch gefragt, bei der OCDE für Bilan gemacht zu kriegen, von der Covid-Politik, die wir gemacht haben. Wir schmengen, dass wir mal gucken, wie am Ausland Krise auch geriert gehen, dass wir von keinem Heilaktionen brauchen, auch noch nicht an der Chambre. Ja, und die Herren, schon mal erlebt, was mischt am Anfang des Partei aus, wenn ich so ein bisschen guckt an diesen Zeit, was ist den DNF von dieser Partei? Also, ich spreche nicht mit liberalen Werten anzugehen, wir müssen bereit an dieser Zeit auch Verantwortung zu überholen. Verantwortung, als am Moment beschwert wird. Weil Verantwortung heißt auch unpopuläre Mesuren müssen zu holen. Eine Partei wird nicht gewählt, für dann nur just populär zu gehen. Eine Partei wird gewählt, für Decisionen zu holen. Eine Partei wird gewählt, für an dem Moment, wo Decisionen zu holen sind, nicht zu zögern, nicht zu hesitieren, nicht zu wissen, ob ich noch links oder noch rechts gehe, wie viel zu sagen, wir müssen an die Richtung gehen. Und ich muss ich sagen, die letzten 2 Jahre, wie ich schon gesagt habe, waren kein einfaches Jahr mit dem Covid. Also wie auch Corinne schon gesagt hat, als das, was in der Ukraine geschieht ist, ich habe gesagt, da haben wir alle gehofft, wir können endlich nicht noch an die Normalität können kommen. An Verantwortung als eben am Moment dafür auch dir, Juriko, als neuer Finanzminister an den Pierre groß Merci, die leider nicht kann haut hei sind für die Erbecht, als mit Verantwortung die Decision zu holen, wo wir aber wissen, dass wir es nicht holen, an dem es egal ist, was mit der nächsten Generation auch geschieht. Weil Zukunft als ein Teil von der Verantwortung. Wir könnten haut so als après nous le déluge, aber das für nicht responsabel. Juriko, ich bin ganz froh, dass der Bayern an die Kipp kommt. Wir wissen, dass es keine einfache Zeit ist. Aber ich kann nicht just schon sagen, dass mit unserer Partei nicht wird können sehen, dass wir Steuerkadoen auf Kredit machen die nächsten Jahre. Dass wir dezidieren, für Losuchen zu verdienen, an dem wir wissen, dass wir einen Emprunt müssen machen, wie das die nächste Generation, die hier an der ersten Reihe sitzen, die müssen zurückbezahlen. Wir müssen heierns du mit den Moyens, die wir haben, eben zurückschrauben, an dem wir verschiedene Sachen nicht können vielleicht machen. Aber ob Push, eine Steuerreform wollen zu machen oder Mesuren können zu holen, und wir haben die nächsten Wochen auch viele Diskussionen darum, wären nicht responsabel, kann ich das so, mit einer demokratischen Partei will man alles evitieren, für das die Decisionen von heute für allem Probleme von morgen für die nächsten Generationen. Die Garantie hat er. Ich habe das nur von den Finanzen gesagt. Wir haben noch etwas Neues gemacht als Regierung, ein Klimabierger hat. Wir wissen, dass das Klima, weil wir schwätzen von der Ukraine, wir vom Covid geschaut, wir dürfen nicht vergessen, dass wir aber auch noch immer eine Klimakrise haben. An die Verantwortung haben wir warten auf das Resultat, und so noch den Bierger Merci, die sich Zeit geholt haben, die Passion, den Engagement, den sie beweisen, für auch die Klimafroh können zu thematisieren, und dass wir da auch an den nächsten Wochen den Input von den Leuten kriegen. So wie die Lex gesagt kriegt, Klimafroh darf nicht eine Divisionsfrage gehen.
Wa man wollen, das sieht jemand möchte, muss noch Gefühl hun, dass ein Deel von der Lesung ist. Wenn ich just Gefühl kriege, dass ein Deel vom Problem ist, an den Deel von der Lesung ist, dann mache wenig Schleut mit. Und dafür haben wir geguckt, mit den Bürgern zusammen nur Lesungen zu sichern, die auch die nächsten Wochen werden in der Chambre proposiert gehen. Wenn ich schön ich wieder schon abordiert die Sujet, die eng Sujet machen, dann ich verstehe, dass ganz viele Leute sich Sujet machen, wie doch weitergeht mit der Sicherheitsfrage an Europa. Wenn ich nach einer von Verantwortung schwätze, dann sind Verantwortung von den Werten. Und Charles wird so gut beschrieben. Die Werte, für die wir stehen. Sie mir ist bewusst, dass seit 1957, wo den Traité de Rome, wir werden mit Madame Pulver auch an der Stadt Lützeburg, der 17. Anniversaire von der Haute Autorité zelebrieren mit 57. den römischen Vertrag. Seitdem haben wir in den EU-Ländern kein Krieg gehabt. Gelebt man damals 57, wenn die Leute gefragt hat, sie sind der Meinung, dass es gut ist, wenn wir uns dort zusammen mit Deutschen und mit den Franzosen zusammensetzen, gibt es keine Garantie, dass da eine Majorität kommen wird. Wie wir uns fertig spricht, seitdem auf Frieden zu leben. Aber mir gemeinte Friede wäre etwas, was aktiv wäre. An die Verantwortung haben wir haut. Finde ich, und die Werte und die Pindorsal, die Europa ist, von dem Friedensprojekt, dass in Haut sich frei an Europa bewegen, dass in Haut Freiheiten an Europa hört, dass in Haut an Europa ein Rechtsgebiet kennt. Nicht auf vorstellen. Aber wir sollen abhalten, probieren Lektionen zu gehen, links auch jetzt durch die Welt, weil wir selber an unserer eigenen Familie Leute tun, die ich nicht und Regeln haben. Das soll ich nicht vergessen. Aber wir sollen auch an der Verantwortungsfrage mit der Ukraine als bewusst sein, dass sie für die Werte auch kämpfen. Wir haben auch einen Moment gekannt, wo große Opa gemeint hat, dass da es nicht mit dir gehen. Wir auch. Aber wir sind froh, dass andere Leute uns geholfen haben. Für das schaut frei, für und ich stehen. Und wir sollen nicht vergessen, was Populismus, was Extremismus fertiggebracht hat. Es sind Tausende von jungen Amerikanern, die Hammerkirche schleien, die man nicht wussten, wo Lützeburg waren und die für uns gekämpft haben. Wir dürfen nicht akzeptieren, indem wir einfach so, dass eine Fatalität von den großen Klängen attackiert. Und dafür sind wir aufrichtig, dass wir als Regierung dezidiert tun. Dass wir die Ukrainer nicht können einfach fallen lassen und sagen, das ist eben so. Das ist nicht unser Problem. Ja, wir für dich an unserer Geschichte auch letal Waffen gehen. Wir kriegen das tödlicher reprochiert. Aber das ist uns egal. Sie müssen mehr kriegen, für sich zu verteidigen. Wir haben finanziell geholfen. Wir haben finanziell geholfen, da wo wir können. Aber gelesen mal das, wo ich am meisten hilfreich bin, weil das ist keine politische Decision, das ist da, wo ich weiß, dass die Lützeburger Herz auf der richtigen Platz sind. Das sind die Tausende und Tausende von Leuten, die spontan bereit waren, Familien zu holen, bereit waren zu spenden, die eine oder die andere sogar bereit waren, noch Platz zu führen, für Leute zurückzubringen. Das ist da, wo man sich sieht, zu Lützeburg, wann es geht, wissen wir, wo das Herz ist. Und ich muss schon, dass ich als Premierminister hilfreich bin, über die Reaktion von unserem Land an dieser Situation. Wir sollen noch nicht vergessen, dass die Leute an schön, ich wohne am Korin, an Flüchtlingszentren. Da sind Leute, die nicht wussten, wo Lützeburg wären. Und ich gefragt, was das da geschieht, so wir waren auf der Platz, wo man gesagt hat, wir müssen fort, und tatsächlich, das Haus geht nicht mehr. Wieso, was tut er da mitgeholt? Ein Sportskauf. Ich will nicht sagen, dass das ähnlich ist, was die Leute noch haben. Der Sportskauf mit dem, was am Sportskauf war. So kein Haus mehr, so kein Souvenir mehr. Aber verschiedene haben sie keine Familie mehr. Und ich finde die Rede von Präsident Zelensky an der Chambre ganz stärker wichtig fand. Ich werde diese Monat auf Kiew auch gehen.
an den nächsten Wochen. Ihr wisst, dass es auch ob die europäische Perspektive geht. Ich habe Reproche gemacht, ich bin nicht genug euphorisch, wie zu sagen, das ist gut kein Problem, für von heute auf Member zu gehen. Es geht regeln. Und ich will just noch ein Kapitel für die Leute, die sagen, nee, sie dürfen überhaupt nicht Member gehen. Im Moment geht es um den Kandidatenstatut. Den Kandidatenstatut. Da nur Ausnahme. Ich weiß, dass ich das nicht unbedingt gerne höre, mit Zinsregeln. Mir auf jeden Fall, wann Kommission an den Navi wird an den nächsten Tagen bekannt gehen. Der Meinung ist, dass nach verschiedenen Etappen muss gemerkt gehen. Da wird mir hin zu sein. Wann Kommission sieht, das an der Reihe, die muss dann einen gewissen Delay nach der einen oder der anderen machen, stimme ich anderen hin zu helfen, für das dann so sehr wie möglich gemerkt gehen. Es wird Fehler auf jeden Fall. Den Ukrainer oder der Georgier oder der Moldau wird gefehlt zu gehen, dass hier Platz nicht an unserer Familie ist. Der Krieg bringt auch Konsequenzen mit sich. Schön ich für von Verantwortung, von Solidarität und auch von Stabilität geschwärmt. Verantwortung haben wir überall. Den Sozialdialog ist nicht immer einfach. Mit zusammen nur fertig bricht. An einer schwierigen Zeit Verantwortung zu überholen. Wir können uns nicht erlauben an diesen Zeiten, dass Betriebe keine Prävisibilität kriegen. Wir können uns nicht erlauben an dem Moment, wo wir nicht wissen, wie man Energiepreise weitergeht, dass sie auch nach 7,5 oder 10% Erhöhung von der Masse Salarialgift kriegen. Ich muss irgendwo komisch gefühlt, wenn ich ob ein Euro Gewerkschaftsfest geht, an dort Wort kriegt, an du am Fong, mein Präsident von der Gewerkschaft eins ist. Das ist besser, wir gucken das Boot so lange wie möglich, mit dem Kapitän mit seinem Personal weiterfahren, wie das Boot dann geht. An der Risk, wo du. Und dafür bin ich froh, als Stimme an dem Akkord, den wir gemacht haben. Es war kein einfacher Akkord. Ah ja, was Sachen nicht klar sind. Wir kriegen global den Reproche gemacht, weil wir so, ja, das wo nicht klar, da soll ich vielleicht mehr präzise sein, keinen Reproche gemacht. Wir haben nicht das Monopol von allem Richtigen. Verschiedene Leute mengen an der Partei, also an der Chambre, an der Partei, verschiedene andere Parteien, dass sie alles wissen, alles richtig machen. Ich kriege einen Reproche gemacht, dass das Koalition, ja, liberal, sozial und auch umweltbewusst ist. Wie das stärkt von der Equipe. Wir kennen, die seht, wir wissen alles, und die anderen müssen nicht schlecken. Wir échangieren. Wir finden Kompromisse. Und die drei sind an den Decisionen, die wir holen. Gelieft mir ein Land, wo just liberal als pur liberal wäre, wo gar kein Sozialwerte da wären, wäre falsch. Und da brauchen wir keine Lektion zu kriegen, weil das bei uns an der DNA ist. Das ein, das ein, das andere an die umweltbewusste Politik auch verteidigt. Es ist noch hilfreich, und wird vielleicht dem anderen nicht dabei gefallen, das steht so, dass wir zusammen auch mit den Roden und mit den Gringen eine moderne Politik gemacht haben für Lützeburg. Und das Land modernisiert tun. Überlegt ihr mir silo 2022, wie das Land ausgesehen. Guckt, wie das Land war 2013, wie wir angefangen haben. Und du verstehst dafür, was das für uns so wichtig ist, dass sie zusammen Decisionen hält, die vielleicht nicht unbedingt populär sind, mit die, wie man auf Französisch sieht, necessär sind. Politik machen heißt Verantwortung überholen. Verantwortung wie von seinen Wählern, aber am Anfang erst nach mehr eine respektable Politik, Verantwortung zu überholen, vis-à-vis von denen, die heute noch kein Wahlrecht tun. Ohne eine Politik zu machen, wo die nicht mehr müssen wählen, auch man hat Gefühl kriegen, dass Politik auf ihren Lasten gemerkt wird. Ich will
der ganze Regierungsequipe der Fraktion, den Mandatären op lokalem Niveau e ganz grosse Merci soen. Ech will Ich all de Membern Insel Merci soen, weil Appes sie mir als bewusst. Wann ich haut hier und ihr stehen. Das danke ich. Weil dafür als Ideen Neues absteht. Weil der als Idee gelebt. Weil dafür als Idee kämpft. Merci. Dann kommen wir machen weiter. Merci. Merci. Oi, oi, oi. Merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Hallo, hallo, hallo. Ich wusste, ich hatte Moyen für das man nicht sehr zu der Sendung können kommen. Also. Das Wahlresultat. Wie geht das lo? Fängt mit, gesagt, da fängt ich mal an. Also, ausgewählt als Tresorier mit 94,43% Miriam Feider. Und ihr seht hier alles. Voilà, da steht alles, brauche ich nicht mehr viel zu lesen. Und dann steht noch nicht drauf. Als Präsident von der Demokratischen Partei im Nationalkongress vom 12. Juni 2022, wo eng Kandidatur die vom Lex Dallas für Präsident zu gehen. Es schon heute Resultat a Prozent erstellen von den Ja-Stimmen. Dafür soll ich die Resultate von den Wahlen für den Büroexekutiv Lex 90,95%. Das passt auf. Los mech Jibrengen vielmals Merci so. Ich bin aber froh, dass alle Goeten, die schaut zur Wahl gestalten en Geheimat op Bühn kommen. Das Resultat wat man als Summe gemacht und Claude, Carol, Max, Miriam, Marc kommt von Schiedmat, das ein Resultat gleich wirklich wie man alle Goeten hai han der Equipe, die vier begrad dat Wahljahr dat Superwahljahr unzugoen ist ich alle Goeten eine ganz große Merci. Natürlich immer mens gut so ein Superscore
erreicht hun dafür von als alle Guten eine ganz großen Merci. Ich meine, da war ganz viel Engagement gemacht haben durchsteckt den Auftrag von ihr Schritt. Wir holen den seriös an werden noch an Zukunft genau an die Richtung schaffen. Ich will aber just nach proposieren wir hun run darüber gespart, dann dems als an den Komiteedirektor gewählt gehen an wir gingen dem nächsten Komiteedirektor so wie Statuten dadurch 4 gesehen proposieren dann dems als Sekretär General adjoint unzuelle für die Equipe nach Mat zu verstärken. Also schmengen lo kann den neu gewählten Komiteedirektor schlecht a besanecht mache méi Gotten Hai als gëtt proposéiert mir dem Applaus den Teil kritet fir die Propos vum Andems. So mir gingen nach eng Foto an der Mit vum Saal machen seg Foto, die man an Zukunft doch werden benutzen fir alle Götten Publikationen do fir Verschitreging Leif lachen den Gina Choprat. Mit. Also den Hand an. So, ihr könnt bis noch mit. So. Dommer Firma dann noch en vum Kongress kom brengen Pimols Merci, dats der haut zu soviel hinnerkom sinn de Gesinn hat rund 300 Still du hinnner stalt, dat wären enger 20 Minuten sie nach immer nëmme still beigestalt gin. Zi do hannen, die de ganze Kongress stoungen. Merci vielmals, dass die ganze Zeit mat dabei wat mélo as bengende Stoment fir dat vum alle Götten 2 Joer op gewacht hunn an debausen bëssen ze schnëssen, dat bei engem Pat, dat bei eng Flotten Familiefest Pimols Merci.